Liebe Gäste, sowohl hier im Saal als auch online, wir wollen euch herzlich willkommen heißen zu der Podiumsdiskussion anlässlich der EU-Wahl. Organisiert wurde das von zwei Projekten, Wir für Demokratie von der Kurdischen Gemeinde Deutschland und der Stärkenberatung der Naturfreunde Hessen. Beide Projekte werden im Rahmen von Zusammenhalt durch Teilhabe gefördert, das ist ein Bundesprogramm. Und wir setzen uns für demokratische und lebendige Vereinsarbeit ein und machen politische Bildungsarbeit. Wenn Sie sich mehr dafür interessieren, denn die Menschen im Raum, da hinten liegen Infomaterialien aus und wir stehen nach der Veranstaltung oder nach der Diskussion natürlich auch noch für Gespräche zur Verfügung. Wir freuen uns, heute VertreterInnen von 5 der 35 zur Wahl stehenden Parteien auf dem Podium zu haben. Eine kleine Auswahl, aber freuen uns trotzdem, dass dieser Abend eventuell dazu beiträgt, dass wir alle ein bisschen besser informiert sind und wir diese Informationen zur Europawahl am 9. Juni mitnehmen können. Vielen Dank an alle Beteiligten und für die Vorstellung der Podiumsgäste übergebe ich an unsere Moderation. Viel Spaß und eine interessante Diskussion. Ja, vielen Dank für die schöne Begrüßung. Auch ich möchte euch recht herzlich begrüßen zur Podiumsdiskussion. Mein Name ist Sven Malz und ich habe heute die Ehre, ein bisschen zu moderieren und euch sozusagen durch den Abend zu begleiten. Ich möchte ein bisschen zur Einleitung sagen, wir haben heute 5 Gäste hier. Wir hatten gedacht, es sind 6. Die CDU hat leider keine Vertretung geschickt. Und wir möchten uns heute ein bisschen durch verschiedene Themen bewegen. Wir haben heute uns vorbereitet mit ein paar Fragerunden, die Themen Migration und Integration, die Bewältigung des Klimawandels, die Stärkung der Demokratie und den Umgang mit den populistischen Bewegungen, die erstarken. Und wir wollen mit euch zusammen so ein bisschen schauen, was sind denn die nächsten Jahre im EU-Parlament die großen Themen. Wir möchten es aus der politischen Sicht sehen. Wir möchten nachher aber auch die Möglichkeit den Gästen noch geben, eine Fragerunde hier ans Podium zu adressieren. Und das gilt auch für diejenigen, die online mit dabei sind. Das sind nämlich einige. Euch steht sozusagen der Chat offen. Schreibt da gerne rein und stellt eure Fragen. Wir werden die dann nachher einbinden. Ich habe mir am Anfang, in der Vorbereitung haben wir darüber gesprochen, wie wollen wir denn eigentlich so eine Podiumsdiskussion starten. Und dann haben wir diskutiert, stellen sich alle eigentlich vor und halten erstmal ihren politischen Grundsatzmonolog oder sparen wir uns das? Wir haben uns entschieden, wir sparen uns das, weil das relativ langweilig ist und meistens sich wiederholt. Deshalb stelle ich ganz kurz vor, wer hier sitzt. Ganz auf der linken Seite dieses Podiums sitzt Jakob Migenda von der Partei Die Linke. Jakob Migenda studierte politische Wissenschaften und politische Theorie in Frankfurt und in Darmstadt. War Mitglied des Bundesvorstands des Studierendenverbandes SDS und arbeitet derzeit als Campaigner bei ATTAC. Er ist seit 2022 zusammen mit Christiane Böhm Landesvorsitzender der Linken in Hessen. Herzlich willkommen. Nebendran sitzt Michelle Breustedt von der SPD. Sie ist engagierte Politikerin der SPD und tritt bei der Europawahl 2024 auf der Bundesliste sogar an. Sie ist Vorsitzende der Jusos Hessen Süd und hat sich einen Namen als leidenschaftliche Verfechterin für soziale Gerechtigkeit, Feminismus und Antifaschismus gemacht. Sie ist als persönliche Referentin des Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium tätig. Herzlich willkommen. Daneben sitzt Deborah Düring für Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags und vertritt dort eben die Grünen. Ihre akademische Laufbahn führte sie zu einem Abschluss in Sozialwissenschaften und sie ist seit 2017 Mitglied bei den Grünen und war von 19 bis 21 Sprecherin der Grünen Jugend Hessen. Im Bundestag ist sie Sprecherin für Außenpolitik ihrer Fraktion. Herzlich willkommen. Dann sitzt hier nochmal nebendran Hans-Günther Brünker von Volt. Er steht auf Listenplatz 12 für die Europawahl und mit seinem Herzensthema für Europa setzt er sich leidenschaftlich für ein starkes, freies und demokratisches Europa ein. Beruflich ist er nämlich eigentlich Schauspieler, hat aber einen Hintergrund in Chemie und Philosophie und dort auch einen Doktortitel.
Herzlich willkommen. So, zuletzt hier neben mir, jetzt habe ich meine Karten durcheinander, das ist eine leere Karte. Das passiert am besten. Zuletzt neben mir sitzt hier Nikolaus Bremerich von der FDP. Er kandidiert bei der Europawahl 2024 auch. Er schloss ein Studium der Betriebswirtschaftslehre als Diplomkaufmann ab und hat nach diversen Stationen in der Unternehmensberatung 2010 ein deutsch-französisches Beratungsunternehmen gegründet, das europaweit tätig ist. Er ist Mitglied des Landesfachausschusses für Wirtschaft, Energie und Baupolitik der FDP Hessen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. So, das war jetzt relativ einfach und ich habe euch jetzt mal so ein bisschen die Vorstellungsrunde abgenommen. Ich war so frei. Wir beginnen heute unsere Diskussion mit dem Thema politische Teilhabe, Transparenz und Bürgerbeteiligung. Für uns ist das gerade für beide hier beteiligten Verbände ein aktuelles, wichtiges Thema. Wir kommen danach in die anderen Bereiche, die ich vorhin schon leicht skizziert habe. Wir freuen uns sozusagen auf eine spannende Diskussion. Ich möchte vorher noch ein bisschen über die Regeln sprechen. Das ist ja auch auf so einem Podium immer wichtig. Wir hatten eben schon die Zeitfrage, wie lange dauert das denn eigentlich? Wir haben uns überlegt, wir stellen Fragerunden. Es ist ganz praktisch, dass wir jetzt hier 5 sind. Wir haben nämlich 4 Fragerunden und eine Publikumsfragerunde. So kann jeder mal anfangen. Ich würde jeder Person auf dem Podium die Möglichkeit geben, so ungefähr 2 Minuten auf jede Frage mal zu antworten. Und jeder darf mal anfangen. Dadurch ist so ein bisschen die Fairness gegeben, dass nicht immer jemand als erstes muss. Was ich unterbinden werde, sind so Zwiegespräche, die irgendwie in Streit ausarten. Ich glaube, das können wir uns ein bisschen sparen. So, jetzt haben wir so ein bisschen die Hardfacts geklärt und dann fangen wir mal mit den Inhalten an. Politische Teilhabe und Transparenz sowie Bürgerbeteiligung sind essentielle Säulen einer lebendigen Demokratie. In Zeiten wachsender politischen Unzufriedenheit und Misstrauens gegenüber etablierten Institutionen ist es für uns entscheidend, dass Bürgerinnen aktiv in politische Prozesse eingebunden werden und transparente Entscheidungsfindungen erleben. Digitalisierung bietet zum Beispiel neue Möglichkeiten, die politische Teilhabe zu stärken und den Bürgerinnen mehr Mitsprache zu ermöglichen. Gleichzeitig gibt es aber auch Herausforderungen wie die Gefahr von Desinformation und die Sicherstellung eines fairen Zugangs zur digitalen Partizipationsplattform. Die aktuellen Beispiele zeigen, dass Bürgerbeteiligung auf kommunaler und nationaler Ebene immer wichtiger wird. Initiativen wie Bürgerhaushalte, bei denen Bürgerinnen direkt über die Verwendung öffentlicher Mittel mitbestimmen können, oder digitale Petitionsplattformen haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklungen zeigen, dass eine engere Einbindung der Bürgerinnen nicht nur möglich, sondern an vielen Stellen auch gewünscht ist. So, das war ein bisschen die Einführung in das Thema. Ich mache das immer so, das müsst ihr jetzt aushalten. Die Fragen, die ich dazu habe oder die wir dazu uns überlegt haben: Welche konkreten Maßnahmen sollte die EU durchführen, um die politische Teilhabe von Bürgerinnen zu stärken und die Transparenz in politischen Entscheidungsprozessen zu erhöhen? Wie wollen wir sicherstellen, dass alle Bevölkerungsgruppen unabhängig von Alter, Bildung und sozialem Hintergrund Zugang zu den Beteiligungsprozessen haben? Welche Rolle sehen Sie für innovative Partizipationsmöglichkeiten in der Zukunft unserer gemeinsamen Demokratie? Und ich frage jetzt einfach mal so in die Runde, wer will denn anfangen? Bitte schön, das Mikro da vorne. Ist es an? Ja. Erstmal hallo in die Runde. Danke für die Frage. Ich glaube, was wir gesehen haben, was wichtig ist, ist, dass, ich nehme übrigens auch gerne ein Nicken nach 2 Minuten entgegen und beende das dann. Was wir gesehen haben, was gut angekommen ist, ist, dass wir das Wahlalter auf 16 gesetzt haben. Ich glaube, das war ein erster wichtiger Schritt. Wir haben gesehen, was Fridays for Future mit jungen Menschen gemacht hat. Man hat mitbekommen, die wollen zeigen, was sie so drauf haben und die wollen sich ausdrücken. Und das war, glaube ich, eine richtig gute Entscheidung. Wo es aktuell nicht so gut läuft, ist beim Thema Geflüchtete oder vor allen Dingen auch Personen, die jetzt länger als, ja, sagen wir mal, ein halbes Jahr in Deutschland wohnen, die nach vielen, vielen Jahren immer noch nicht die Chance haben, wählen zu gehen. Das ist ein großer Missstand. Und ich glaube, für Menschen, die sich dafür entscheiden, hier dauerhaft wohnen zu bleiben, muss es die Möglichkeit geben, wählen zu dürfen. Und da muss man sich mal an einen Tisch setzen und einen Kompromiss darüber finden,
Welchen Zeitraum wollen wir da festsetzen? Vielleicht ein Jahr oder wollen wir über 2 Jahre sprechen? Und ich glaube, dafür brauchen wir dringend ein Gesetz, weil die müssen gehört werden. Das höre ich immer auf der Straße an den Wahlkampfständen. Ich darf doch gar nicht wählen. So, das ist ein ganz großes Problem. Und ein letzter Punkt, den ich gerne machen würde, ist, ich glaube, das EP hat ganz offene Türen. Das Europäische Parlament gibt jedem Bürger, jeder Bürgerin die Chance, das Parlament zu besichtigen und dort Fragen zu stellen an Abgeordnete. Und wir sehen, dass man sowas auch im Kleinen anbieten muss. Vielleicht sollte man einfach Gremien einberufen, in denen man auch einfach mal BürgerInnen interviewt und mal fragt, was denkst du denn eigentlich so über das EP und wie würdest du so abstimmen? Es gibt ja diese kleinen Abstimmungsgremien. Sowas schwebt mir da vor. 2 Minuten. Ja, sind noch nicht um, aber sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank. Wollen wir einfach in diese Richtung immer weitergehen? Wunderbar. Machen wir es mal so. Ich würde bei dem Punkt tatsächlich zustimmen, aber hätte vor allem noch mal 2 Dinge, die ich sehr dringend ergänzen würde. Zum einen haben wir zwar etwas, was sich Europäische Bürgerinitiative nennt, aber das hat halt mit etwas wie einer Bürgerinitiative oder Volksbegehren, wie wir es jetzt in Land oder auch in Kommunen kennen, halt tatsächlich relativ wenig zu tun, sondern das sorgt dafür, dass die Europäische Kommission sich damit befassen muss. Es ist recht blumig und das bedeutet auch, dass es einfach sehr blumig ist. Ich finde, dass es auf jeden Fall sein muss, dass man auch eine Volksgesetzgebungsmöglichkeiten mit auch auf europäischer Ebene mit einführt, dass zumindest mal das Parlament darüber abstimmen muss oder dass wir vielleicht perspektivisch tatsächlich auch dahin kommen, dass wir auch wirklich europäische Volksbegehren mit einer Volksabstimmung am Ende haben können, weil das tatsächlich ein riesiges Problem ist, dass es offene Türen gibt beim Europaparlament, aber auch vor allem offene Türen für Lobbyisten. Also es gibt über 10.000 Lobbyisten in Brüssel, die haben sehr gute Zugänge und ihr könnt es euch ja vorstellen, in der Kommune kann ich mal relativ einfach in die Bürgerversammlung gehen und dort auch meine Meinung äußern. Jetzt nach Wiesbaden zum Landtag zu kommen, ist schon ein bisschen schwieriger, brauchst ein 49-Euro-Ticket. Nach Berlin zu kommen, noch ein bisschen schwieriger und nach Brüssel ist halt tatsächlich wirklich ein Problem so. Und da müssen wir schauen, wie wir es hinkriegen, dass dieser privilegierte Zugang halt für diejenigen, die es leisten können, Lobbyisten nach Brüssel zu schicken, nicht überproportional gestärkt wird, sondern wir klar Dinge haben, Drehtüreffekt zu verhindern, dass man kurz nach der politischen Karriere dann in Lobbyvereine mitgeht und die Kontakte mitnimmt dabei, dass wir ein vernünftiges Lobbyregister haben, wo auch alles mit transparent ist. Da haben wir Ansätze, aber es muss auf jeden Fall nochmal verbessert werden und auf jeden Fall auch nochmal darauf schauen, dass eben Lobbyismus, wo Gesetze mit vorgeschrieben werden, 1:1 dann übernommen werden und Verordnungen halt tatsächlich ein massives Demokratieproblem ist, weil es einen unheimlich großen Einfluss für gut organisierte Geldinteressen sind, die wir halt als Menschen, die nicht die Zugänge haben, nicht haben. Ja, vielen Dank. Wollen wir hier? Ja. Okay. Lass mal so ein Mikrofon immer rumlaufen. Ich glaube, das ist auch ganz gut, weil dann reden sich die DiskutantInnen auch nicht gegenseitig rein. Das ist immer ganz praktisch, ne? Ja. Boah, ich merke die Klimaanlage. Also mich treibt so ein bisschen auch die Frage um, die Partizipationsmöglichkeiten, die es gibt, werden ja auch noch nicht wahnsinnig stark genutzt. Wenn man sich mal zum Beispiel die Wahlbeteiligung anschaut fürs Europaparlament, ja, wenn man sich anschaut, wie überhaupt die Wahlbeteiligungen sind, wie überhaupt die Bürgerbeteiligungen sind auf den unterschiedlichen politischen Ebenen, dann haben wir da, glaube ich, grundsätzlich als Gesellschaft Nachbesserungsbedarf. Mal abseits der Frage, wie kann man, und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den Einfluss des Europaparlaments stärken. Ne? Da wissen wir alle, da gibt es noch eine Menge Luft nach oben. Aber selbst wenn das erreicht ist, stelle ich mir immer noch die Frage, was können wir tun, um mehr, wir auch als Parteien, um Menschen dazu zu bekommen, sich für Politik A zu interessieren und sich B auch dann einzubringen. Weil einfach dadurch, dass wir mehr Plattformen des Einbringens schaffen, heißt das noch lange nicht, dass die auch jeder wahrnimmt. Ne? Und das Problem ist ja, dass dann auch wiederum nur ein kleiner Teil sich da engagiert. Und das ist für mich zum Beispiel auch eine Frage der Bildungspolitik. Ja. Dass man also in den Schulen sehr viel mehr politische Bildung betreibt, dass man auch die Bundeszentrale für politische Bildung stärkt und ähnliche Dinge. So, das war unter 2 Minuten. Das war auch unter 2 Minuten. Ja, danke schön. Ja, zunächst möchte ich mal ein paar Dingen, die hier gesagt wurden, zustimmen. Wahlalter auf 16 senken haben wir jetzt in Deutschland geschafft. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir das einheitlich in Europa schaffen würden. Wahlrecht grundsätzlich überdenken, stimme ich auch explizit zu. Wir haben hier unglaublich viele Menschen in unserer Gesellschaft oder in den Gesellschaften, sage ich mal, in Europa, die integrale Bestandteile unserer Gesellschaft sind und kein Recht haben zum Wählen. Das ist höchst undemokratisch und da müssen wir ran, das müssen wir verändern. Auch was das Petitionsrecht anbelangt, also steht auch bei uns im Programm, dass wir explizit ein europäisches Petitionsrecht fordern, das den Namen dann auch verdient, das also auch wirklich direkten Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen kann. So weit, so gut. Aber ich glaube, wir springen hier einfach zu kurz.
Viele Menschen nehmen Europa als irgendetwas sehr Fernes wahr und sie nehmen das auch als etwas sehr Fernes wahr, weil natürlich die demokratischen Grundstrukturen Europas einfach noch nicht da sind, wo sie hingehören, wenn wir sagen, wir haben ein demokratisches Gemeinwesen. Wir haben völlig unterschiedliche Wahlrechte in den verschiedenen Ländern, wir wählen völlig unterschiedliche Parteien. Ein Spanier hat keine Ahnung, wer in Deutschland reingewählt wird, ein Deutscher hat keine Ahnung, wer in Malta reingewählt wird. Wir müssen langfristig gesehen hin zu europäischen Parteien, zu europäischen Strukturen. Ich bin zwar bei einer europäischen Partei, aber ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass wir wirklich echte europäische Liberale, Grüne und Sozialdemokraten und Linke haben. Weil ich glaube, nur so kann Europa tatsächlich langfristig funktionieren. Nur so können wir die Menschen an unsere demokratischen Strukturen binden. Nur so wissen sie, dass sie Wirkmächtigkeit haben, wenn sie zum Wählen gehen und ihre Stimme ausüben. Und ich glaube, Europa hat heute schon wesentlich mehr Einfluss. Wir hatten es vorhin noch von der Vielzahl Gesetze, die letztendlich alle aus Normen und Richtlinien stammen. Europa hat auf unser Leben schon viel mehr Einfluss, als wir demokratisch Einfluss auf Europa ausüben. Das ist natürlich hochgefährlich, weil dadurch wird es als eine Disbalance wahrgenommen, die dazu führt, dass dann rechten Kräften Tür und Tor geöffnet wird. Und da müssen wir ran, ansonsten geht das schief. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt habe ich den Fluch oder den Segen, dass ja alles schon gesagt worden ist, aber ich auch darauf antworten darf. Ich meine, genau, du hast angesprochen die Frage von Aufenthaltsrecht und Wahlrecht. Ich würde sagen, genau das machen wir ja gerade schon auf deutscher Ebene. Mit dem Staatsangehörigkeitsrecht haben wir es geschafft, dass hoffentlich bald, wenn die Kapazitäten dann auch endlich ausgebaut sind, mehr Leute oder es eine doppelte Staatsangehörigkeit gibt, zum Beispiel mit dem Chancenaufenthaltsrecht haben wir es geschafft, dass ein Spurwechsel jetzt möglich ist. Genau das Gleiche wollen wir auch auf europäischer, für alle einheitlich quasi machen. Das wäre unsere Antwort auf diese Frage. Ich würde sagen, hier haben wir einen Grundstein gelegt und jetzt kann das auf europäischer Ebene weitergehen. Natürlich ist die Frage von, wie werden eigentlich Gesetze gestaltet auf europäischer Ebene und wer hat welchen Einfluss, total relevant. Und ich glaube, ich würde ein bisschen unterscheiden, wenn wir über Lobbyismus reden, weil ich finde es grundsätzlich überhaupt nicht schlecht, dass es Lobbyismus gibt. Ich sitze im Deutschen Bundestag, ich sitze im Finanzausschuss und im Auswärtigen Ausschuss. Die Krisen, die es alle gibt und alle Finanzgesetze, die es gibt, ich kann das gar nicht alles überblicken und ich finde es richtig, dass ich mir von Expertinnen, die sich seit Jahrzehnten mit dem Thema intensiv beschäftigen, Expertise einhole, um dann zu gucken, okay, wie kann ich das am besten anwenden, was kann ich davon umsetzen und was nicht. Der Punkt ist nur, wer hat eigentlich die Zugänge zu Lobbyismus und wer hat eben keine Zugänge zu Lobbyismus und wer wird gehört und wer wird eben nicht gehört. Und ich glaube, das ist nicht nur Aufgabe der einzelnen Parlamentarierinnen, sondern da stimme ich dir wieder zu, müssen wir mehr Transparenz schaffen. Deswegen wollen wir beispielsweise auch ein viel stärkeres Lobbyregister auch auf europäischer Ebene, aber auch auf deutscher Ebene etablieren, damit eben klar ist, welche Zugänge gibt es eigentlich. Ich glaube, die Frage der Transparenz ist ehrlich gesagt eine sehr, sehr entscheidende. Ich mache super viel Finanzpolitik. Ein Thema, was hier gerade noch gar nicht angesprochen wurde, aber ich glaube, wenn wir uns angucken, wer hat eigentlich welche Zugänge und wer weiß eigentlich, wo welches Geld hingeht, egal ob es in der Frage von Steuerrecht geht, in der Frage von Gesetzen und so weiter, all das ist, glaube ich, ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Da muss Europa auf jeden Fall viel, viel besser werden. Da passiert schon viel, aber da kann noch mehr passieren. Zu der Frage von Bürgerbeteiligung. Ich bin grundsätzlich totaler Fan davon. Ich habe mich bei dem Raum erinnert, ich war mal Teil des Demokratiekonventes, des Organisationsteams. Wir haben das auch hier gemacht. Da geht es um direkte Bürgerbeteiligung auch auf kommunaler Ebene. Es gibt ja auf europäischer Ebene schon Strukturen wie den EU-Konvent, der sich jetzt mit der Zukunft Europas beschäftigt hat in den letzten Monaten. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich krasse Zugangsbeschränkungen in der Frage von, wer hat eigentlich die Kapazitäten, die Möglichkeiten. Das heißt, wir müssen natürlich am Schluss eben auch da, und zu dem Thema kommen wir ja noch mal gleich, die Frage von sozialen Ungleichheitsstrukturen zum Beispiel angehen. Und ich glaube, der letzte Punkt, der noch gesagt worden ist in dem Thema Bildung, ich weiß nicht, ob man da so viel auf europäischer Ebene an vielen Stellen ändern kann. Mir ist aber wichtig zu sagen, da geht es nicht nur um die junge Generation. Ich habe gerade das Gefühl, dass die junge Generation so ein bisschen herhalten muss für alles, was so schief gelaufen ist. Die junge Generation hat krass gelitten unter der Corona-Pandemie beispielsweise. Die junge Generation soll jetzt unter dem Hashtag Wehrpflicht dafür herhalten, dass irgendwie super viel eingespart worden ist. Ja, wir brauchen mehr politische Bildung, total d'accord, aber wir dürfen eben die ältere Gesellschaften auch nicht vergessen. Und wenn ich ehrlich gesagt in die WhatsApp-Gruppen von meinen älteren Bekannten gucke, dann wird mir da Angst und Bange, wenn ich die Frage von Fake News und Desinformation irgendwie angehe. Und auch da müssen wir eben was tun. Auch das hat was mit Bürgerbeteiligung und Transparenz zu tun. Gut, vielen, vielen Dank.
Das war sozusagen jetzt unser erstes Thema und wir bleiben sozusagen tatsächlich bei einem Thema, das viel mit Desinformation tatsächlich zu kämpfen hat, nämlich beim Thema Migration und Integration. Ich glaube, das ist das Reizthema, in dem Desinformation gerade sehr, sehr hochkocht. Migration und Integration sind für uns Themen, also uns in dem Fall für die beiden hier veranstaltenden Verbände, die in Europa weiterhin hohe Priorität haben werden. Besonders die Situation an den Außengrenzen der EU, wie beispielsweise an der polnisch-belarussischen Grenze, wirft viele Fragen auf. In den letzten Jahren haben wir immer wieder humanitäre Notlagen an den Außengrenzen erlebt, die kaum auszuhalten sind. Wir haben erlebt, wie Menschen im Mittelmeer ertrunken sind und mit illegalen Pushbacks daran gehindert wurden, ihre Rechte wahrzunehmen. Die EU steht vor der Herausforderung, zum einen ihre Grenzen zu sichern, während sie gleichzeitig den humanitären Verpflichtungen nachzukommen hat. Die komplexe Lage, beispielsweise eben an der erwähnten polnisch-belarussischen Grenze, bei der MigrantInnen oft zwischen den politischen Interessen der Länder gefangen sind, verdeutlicht die Dringlichkeit einer gemeinsamen europäischen Lösung. Und aus diesem Gedanken heraus haben wir folgende Fragen sozusagen hier an die Runde formuliert. Welche Ansätze sollten wir verfolgen, um die Migrationsströme an den Außengrenzen der EU, wie eben zum Beispiel der polnisch-belarussischen Grenze, human und effektiv zu gestalten? Wie wollen Sie sicherstellen, dass die EU sowohl ihre Sicherheitsinteressen wahrt, als auch ihre humanitäre Verpflichtungen erfüllt? Welche langfristigen Strategien sehen Sie für die Integration von Migrantinnen innerhalb der EU? Was kann die EU tun, um den Menschen vor Ort in Europa eine Perspektive zu geben und Integration aktiv zu fördern? Ja, 2 Minuten. Also wir haben dadurch, dass eine Partei fehlt, haben wir hier natürlich ein bisschen Puffer. Also wir bedanken uns recht herzlich bei der CDU für zusätzliche 10 Minuten. Nein. Ich würde sagen, magst du anfangen? Kann ich machen. Also ich meine, wir haben gerade das große Problem, dass wir einen Rechtsruck haben und damit meine ich nicht nur die erschreckenden Wahlergebnisse der AfD, sondern wir sehen auch, dass alle Parteien außer uns gerade nach rechts rücken und beispielsweise bei GEAS eine unheimlich unmenschliche Asylrechtsreform mit verabschiedet haben und das alle mittragen dabei. Das bedeutet ja tatsächlich ganz einfach auf Deutsch, dass es nicht Moria abgeschafft wird, sondern es jetzt viele Morias geben. Viele Menschen, die dann an haftähnlichen Bedingungen eingesperrt werden können. Auch Kinder, die jetzt wirklich definitiv überhaupt nichts können, überhaupt nichts falsch gemacht haben, dafür können damit eingesperrt werden. Es wird erleichtert, dass es Pushbacks gibt an den Außengrenzen. Es wird erleichtert, dass mit sogenannten sicheren Drittstaaten, muss man wirklich in sehr große Anführungsstrichen setzen, zusammengearbeitet wird. Da wird immer so als dieses großartige Beispiel wird dann Tunesien herangezogen. Also wer sich mit Tunesien beschäftigt hat, da gibt es einen autoritären Staatsumbau in den letzten Monaten, wo die Demokratie der letzten Jahre beseitigt worden ist. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes ist für einen Großteil des Landes, wegen bewaffneten Auseinandersetzungen, gibt es Reisewarnungen. Also die Homosexualität wird dort juristisch verfolgt. Es ist völlig klar, dass das kein sicheres Herkunftsland ist und dass es bedeutet, wenn wir sagen, GEAS, dass wir Menschen dort Tode zu verantworten haben, die dort an Außengrenzen sterben werden. Das, glaube ich, sollte man sehr deutlich so sagen. Stattdessen brauchen wir eben Mittel für die Integration in Deutschland. Das heißt dann auch so richtig unsexy Themen wie vernünftige Schlüsselzuweisungen an die Kommunen, dass die eben auch das Geld haben, dann auch vernünftige Integrationsleistungen zu machen und nicht wie jetzt gerade zusammensparen müssen und dementsprechend dann sich entscheiden müssen, okay, wie kriege ich das irgendwie hin, hier meinen Haushalt überhaupt noch rechtskonform zu haben und dann halt Integrationsleistungen wegfallen und das Schwimmbad dabei mit wegfällt. So, das habe ich 2 Minuten oder? Ach, ich habe noch ein bisschen, dann kann ich natürlich noch ein bisschen weiterreden. Dass wir natürlich auch eine Rechtssicherheit brauchen für die Menschen, die hier hinkommen. Sozusagen, dass es auch vernünftige legale Einwanderungsmöglichkeiten gibt für Menschen, die einwandern wollen, wo es erste Ansätze gibt, so mit den Sachen, weil ich natürlich sagen muss, das sollen wir nicht bloß über Fachkräfte sehen. Also es geht ja nicht nur, dass wir sagen, okay, bilden mal Leute irgendwie im Ausland aus und dann, nachdem ihr das Geld gezahlt habt für die Ausbildung, nehmen wir sie dann hier und nehmen die Arbeitskraft, sondern ich finde es natürlich wichtig, dass wir da auch den Gedanken internationale Solidarität hochhalten und dann Menschen nicht bloß
nachdem sie ausgebildet worden sind, dann hier aufnehmen und dann sozusagen die Kosten externalisieren für die Fachkräfte, die wir dafür haben. Da muss es legale Wege geben. Ich finde, es muss so etwas geben, wie dass auch Menschen, die in Russland aus dem Krieg desertieren, auch reale Chancen haben, hier zu flüchten. Damit schwächen wir Putin ganz real und wir schaffen es auch, dass Menschen dort reale Chancen auf Asyl haben, die ja kaum reinkommen an Außengrenzen. Du hast die Situation mit Belarusland mit angesprochen und den geschlossenen Grenzen und natürlich auch so ganz triviale Sachen wie Rechtssicherheit. Wenn wir sagen, also beschleunigte Asylverfahren, heißt es im Endeffekt natürlich auch häufig, dass es weniger Rechtssicherheit gibt, weil es ist eine unheimlich wichtige Errungenschaft des demokratischen Rechtsstaats, dass es so etwas wie einen juristischen Rechtsweg gibt, dass ich mich auch durchklagen kann und dann das auch am Ende verhindert wird und dann nicht Menschen in unsichere Länder abgeschoben werden. Deswegen heißt Beschleunigung dann halt im Zweifelsfall auch, Menschen werden halt im Zweifelsfall zu Unrecht abgeschoben. Ja, vielen Dank. Wir machen hier drüben weiter. Ich habe gerade so ein bisschen spontan gemerkt, der Hinweis mit 4 Fragen in 2 Minuten ist schon hart. Deshalb lasse ich es einfach mal ein bisschen bei allen ein bisschen länger bei dem Fragekomplex. Ich glaube, das ist auch wichtig bei dem Thema. Auch die Frage, sich alle zu merken, ist nicht ganz so einfach. Ne? Soll ich sie nochmal vorlesen? Gerne. Gerne. Also ernsthaft? Okay. Ja, ernsthaft. Es geht zum einen um die politischen Ansätze zum Management der Migrationsströme an den Grenzen. Es geht darum, Sicherheitsinteressen gegen humanitäre Verpflichtung. Und es geht um die langfristigen Strategien, wie können Menschen, die hierher kommen, auch hier integriert werden und welche Bleibeperspektive bietet man ihnen? Das sind alles ziemlich schwierige Fragen und tatsächlich sind wir da in einem großen moralischen Dilemma, würde ich meinen. Ja? Denn einerseits haben wir Menschen, die zu uns kommen wollen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, persönliche Verfolgung, wirtschaftliche Themen, sie glauben hier eine Zukunft zu haben. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge und natürlich nochmal diese Fachkräftemigration, von der eben die Rede war. Und mir scheint, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut in Deutschland, dann gibt es eine Menge Bürger, die sich davor Sorgen machen. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Ja, das sind ja jetzt keine bösen Menschen, sondern es sind Leute, die machen sich darüber Sorgen. Also besteht hier die Verpflichtung der EU und auch Deutschlands, sich darüber Gedanken zu machen, wie man Migration steuern und begrenzen kann. Und dann kommen wir sofort in ein moralisches Dilemma. Ne? Denn am besten wäre es ja, wir würden die ganzen Verfahren an den Außengrenzen machen. Dann kommt das Thema mit den sicheren Drittstaaten. Und das ist auch immer eine Abwägung, die man da treffen muss. Ich glaube, da gibt es gar keine, keine Ideallösung. Ja? Ich glaube, da müssen wir zusehen, dass wir tatsächlich Asylverfahren an den Außengrenzen starten können, also in dann den Ländern, aus denen sie herkommen, so wie es ja auch geplant. Dass wir gleichzeitig dafür sorgen müssen, gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen, die zu uns kommen, ordentlich ausgebildet werden. Weil vielfach ist es ja ein Ausbildungsproblem, das ist überhaupt gar keine Frage. Und auch bei der Integration ist Bildung aus meiner Sicht, Bildung und berufliche Zukunft ein ganz entscheidendes Thema, was wir hinbekommen müssen. Gut, das war eine kurze und knackige Antwort, dann gehen wir doch gleich weiter. Ja, das sind eine ganze Menge verschiedene Themenkomplexe. Und zunächst mal möchte ich sagen, ja, Menschen machen sich Sorgen und Sorgen muss man immer ernst nehmen. Ich glaube, es ist einfach ungeschickt, vor Sorgen die Augen zu verschließen. Die Ängste und Sorgen mögen unbegründet sein, aber nichtsdestotrotz ist eine Angst oder eine Sorge dann immer real und mit der muss ich mich irgendwie auseinandersetzen. Also muss ich irgendwie eine Antwort darauf finden. Das andere Problem, das wir haben, ist, wir haben natürlich ein System, das hinten und vorne einfach hängt und krankt und der normale Mensch auf der Straße kriegt das einfach mit. Also ich komme aus Bamberg, wir haben eins der letzten beiden verbliebenen Ankerzentren, die uns Herr Seehofer mal verschafft hat. Da sind bis zu 2500 Leute in dieser Stadt mit 80.000 Einwohnern drin. Und da sitzen zum größten Teil Menschen, die wollen einfach arbeiten. Und wir lassen sie nicht. Gleichzeitig kenne ich Unmengen Handwerker, die händeringend Arbeitskräfte suchen. Und nicht nur die viel beschriebenen, hochqualifizierten Facharbeiter oder Akademiker oder sonst was, die wir brauchen, um die nächste Rakete zu programmieren, sondern wirklich Leute, die einfach anpacken. Auf der anderen Seite habe ich 2.500 Menschen sitzen, die gerne arbeiten würden. Also wir müssen einfach mal anfangen, uns wirklich auf den Boden zu stellen und zu sagen, wo sind wir, was brauchen wir? Ich habe selber 1,5 Jahre in Australien gelebt, ich wollte dann nur ein Jahr arbeiten, dann wurden es 1,5, dann stand auf einmal die Frage im Raum, ob wir bleiben wollen.
Ja, es gibt so etwas wie ein vernünftiges Migrationsrecht und wir müssen erstmal anfangen, Migration und Asyl sauber voneinander zu trennen. Asyl ist ein Menschenrecht, das gehört geschützt und da müssen wir uns drum kümmern. Migration kann man und muss man sauber regeln und jedes Einwandererland regelt das sauber. Das müssen wir auch als Europa sauber regeln. Dann haben wir viele Missverständnisse auch innerhalb Europas schon ausgeräumt. Und dann müssen wir sagen, ja, wir müssen uns darum zwingend kümmern, dass Asylgründe in den Ländern, wo die Menschen herkommen, möglichst beseitigt werden. Die Lösung der Welt besteht halt nicht darin, dass man sagt, man lässt die ganze Welt vor die Hunde gehen und fragt sich dann, wohin mit den ganzen Asylanten, sondern wir müssen endlich einen vernünftigen Ausgleich innerhalb der Welt hinbekommen. Wir müssen einen vernünftigen Ausgleich zwischen Nord und Süd hinbekommen. Und jetzt ist die CDU gerade nicht da, deswegen darf ich trotzdem schimpfen. Das ist ganz schlechte konservative Politik, wenn ich solche Sachen verhindere, weil wenn wir den Ausgleich nicht hinbekommen, dann riskieren wir auf der ganzen Welt den sozialen Zusammenhalt. Und das ist halt nun mal ganz schlechte konservative Politik, die ja eigentlich Stabilität bewahren will. Und deswegen ist das der dritte große Punkt. Also wir haben ja jetzt schon aufgemacht, dass es unterschiedliche Aspekte von Asyl und Migration gibt. Ein Punkt waren die Fachkräfte und also genau, ich glaube, da habe ich grundsätzlich einfach, finde ich die Debatte ein bisschen komisch, weil wir brauchen, ich glaube in Deutschland roundabout 400.000 Fachkräfte pro Jahr, die gerade im Mangel sind. Selbst wenn alle Leute jetzt sofort eine Arbeitserlaubnis bekommen, die hier in Deutschland leben, sind es noch nicht diese 400.000 oder knapp ungefähr. Wir brauchen das aber jedes Jahr. Also ich verstehe manchmal ehrlich gesagt die Debatte nicht so ganz, sondern ich finde, die Leute, die hier sind, sollten arbeiten. Wenn Leute nach Deutschland kommen wollen, um zu arbeiten, ist das ehrlich gesagt für den Wirtschaftsstandort Deutschland dringend notwendig und das Beste, was uns passieren kann. Was wollen wir verändern auf europäischer Ebene, dass es besser wird? Wir wollen einmal eine Digitalisierungsoffensive. Ich meine, hier in Frankfurt, alle, die aus Frankfurt kommen, kennen das Problem und vielleicht auch darüber hinaus, die wir mit den Ämtern haben. Wir wollen, dass es einfacher wird in Bezug auf die Anträge, dass sie eben digitalisiert werden, dass es schneller geht von A nach B. Wir wollen, dass die Bildungsabschlüsse einheitlich und schneller anerkannt werden, also insgesamt auf europäischer Ebene. Und wir wollen den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds auf europäischer Ebene ausbauen, der genau solche Dinge irgendwie dran nimmt. Das einmal zum Thema Fachkräfte. Dann der zweite Punkt ist die Frage von Außengrenzen. Warum ich gerade gesagt habe, nein, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber es gibt gerade eine Debatte darüber, ob wir Asylverfahren in Drittstaaten verlegen. Das lehnen wir sehr strikt ab. Ich finde, das ist nicht, auch nach wissenschaftlichen und juristischer Prüfung, nicht mit dem Grundrecht vereinbar. Menschen müssen die Möglichkeit haben, hier vor Ort ihre Asylverfahren durchzumachen und auch dementsprechend die Unterstützung zu bekommen. Genau, da die Union nicht da ist, die fordert das auf jeden Fall. Genau. Was wir aber natürlich für uns sehr, sehr klar ist, dass es systematische Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen gibt. Das muss sofort enden. Wir brauchen dafür eine Stärkung der EU-Grundrechteagentur und wir müssen das Menschenrechtsmonitoring an der EU-Außengrenze unserer Meinung nach weiter ausbauen. Und natürlich brauchen wir eine staatlich koordinierte und finanzierte Seenotrettung, um eben das anzugehen. Ich finde, Abkommen wie beispielsweise mit Libyen auf europäischer Ebene sind nicht die Lösung des Problems, sondern verschärfen das Problem. Der dritte Punkt, der auch, glaube ich, aus unserer Perspektive noch wichtig ist, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich, also es ging ja viel um den Verteilmechanismus und da reden wir ja immer schön drüber, aber wir müssen ja auch der Realität ins Auge gucken, dass der Verteilmechanismus einfach nicht funktioniert. Das heißt, die Frage ist, wie gehen wir eigentlich damit um? Ich finde ehrlich gesagt, Geld- und Sachleistungen an Drittstaaten sind keine Kompensation. Das geht ein bisschen auch auf das Argument zurück. Die Länder, wir brauchen einen ordentlichen Verteilmechanismus, das probiert man jetzt auch. Wenn aber Länder eben nicht kooperieren, dann muss es andere Möglichkeiten geben, darauf Druck auszuüben. Und deswegen wollen wir vorhandene Instrumente wie Rechtsstaatsinstrumente eben nochmal stärken. Der letzte Punkt, und da würde ich an dem Punkt anschließen, nämlich die Frage, oder die auch aufkam, die Frage von sicheren Fluchtwegen schaffen. Ich glaube, das finden wir alle total gut. Was wäre ein funktionierendes Instrument? Wir haben Resettlement-Programme, die könnte man beispielsweise massiv ausbauen. Damit könnten wir Leuten die schlimme Flucht über das Mittelmeer beispielsweise ersparen und es ermöglichen, dass Menschen, die in Kriegs- oder Krisensituationen sind, eben auf legalem Weg auch hierher kommen. Das wäre ein Teil unserer Antwort auf die vielen großen Fragen, die ja gerade gestellt worden sind.
Jetzt hast du ganz viele kluge Dinge gesagt und jetzt haben wir auf Bundesebene und hier sitzen 3 Parteien, die sind daran beteiligt, ziemlich großen Mist gebaut. Wir haben dieses GEAS-Abkommen, oder was heißt wir, meine Partei war daran beteiligt und wir haben auch eine Innenministerin, die da ganz emsig unterwegs war, GEAS unterzeichnet und mit dieser Unterzeichnung hat sich nochmal die Hässlichkeit der Menschlichkeit mancher Leute gezeigt. GEAS ist ein Rückschritt gewesen und GEAS war eine absolute Fehlentscheidung. Man hätte dieses Abkommen definitiv nicht unterzeichnen müssen. Jetzt habe ich hier den Luxus, hier sitzen zu dürfen als Vorsitzende von einem Jugendverband. Und es gab aber auch tatsächlich ganz tolle Abgeordnete im Europäischen Parlament, wie zum Beispiel unseren Spitzenkandidat in Hessen, Udo Bullmann, der auch gesagt hat, das geht nicht. Das ist ein Unding, was ihr da macht. Und viele Dinge, die in diesem Abkommen drinstehen, sind nicht menschlich. Und da gibt es so Dinge wie zum Beispiel, dass Familien, ob sie jetzt kleine oder größere Kinder haben, die gehören nicht in Internierungslager. Und das ist ein Standpunkt, den haben wir tatsächlich auch noch in unser Wahlprogramm reingeschafft. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil das ist eine Sache, die geht wirklich nicht. Kinder und Familien gehören nicht in diese Lager. Und das ist nun mal dieser Status, der jetzt erkämpft wurde. Diese Lager sollen ja dann auch kommen. So, das ist das eine. Das andere ist, und du hast das auch schon angeschnitten, und das ist sehr klug, ja, verteilen. Und vor allen Dingen auch auf ganz viele Länder verteilen, die sich in der Europäischen Union zugehörig fühlen. Und das bedeutet aber auch, dass wir irgendwie dafür sorgen müssen, dass Staaten, die sich nicht rechtsstaatlich beteiligen, bedeutet ein Herr Orban, dem muss man zunehmend den Geldhahn zudrehen, wenn er nicht dafür sorgt, dass endlich Geflüchtete aufgenommen werden oder aber auch aktiv dafür sorgt, dass sie misshandelt werden in seinem Land. So. Und dann noch viele weitere Punkte, wie zum Beispiel, dass wir der Meinung sind, wenn Kommunen mehr Geflüchtete aufnehmen, ja, dann brauchen die auch ein bisschen was hiervon. Also ich bin Kommunalpolitikerin und meinem Bürgermeister und meinem Landrat kommen regelmäßig die Tränen, wenn wir über das Thema Geflüchtete sprechen. Nicht, weil es um die Zustände geht, sondern weil einfach keine Kohle mehr da ist. Ja. Und deswegen ist das ein ganz toller Ansatzpunkt, den wir haben. Und einen dritten Punkt, den ich machen wollen würde, Außengrenzen. Jetzt ist das sehr schade, dass die CDU heute nicht da ist, weil die CDU, was haben die so in ihr Wahlprogramm geschrieben? Was wollen die machen? Die wollen Frontex mit 30.000 Leuten ausstatten. Die wollen dafür sorgen, dass immer mehr Menschen im Mittelmeer ersaufen. Und das ist ein Unding. Das geht gar nicht. Und das, was Frontex da gerade macht, was da vor Libyen passiert, wir kennen die Bilder alle, wir vergessen sie aber immer mehr, weil es wählen immer noch Menschen CDU und das, was auch eine Frau Meloni gerade mit einer Frau von der Leyen so besprochen hat, da muss viel mehr drüber geredet werden. Das ist rechte Politik und das wird von einer angeblich Mitte-Rechts-Partei gemacht. Das ist definitiv ganz weit rechts, was da gemacht wird. Und das ist ein Unding, das darf nicht sein. Und wir stehen definitiv auch dafür, dass die Seenotrettung weiterhin ausgebaut wird. Das war's, oder? Ja, vielen Dank. Ich habe so ein bisschen Zucken gesehen bei den ein oder anderen Aussagen. Ich glaube, wir kommen bestimmt nachher nochmal an dem einen oder anderen Thema vorbei, wo das noch ein bisschen mehr zuckt. Dann, wenn es tatsächlich um solche Personen wie um Frau Meloni und Herrn Orban geht, nämlich beim Thema Erstarken des Populismus. Aber zwischendrin haben wir ein anderes wichtiges Thema, nämlich das Thema Klimaschutz und Biodiversität. Der Schutz unserer Umwelt und der Kampf gegen den Klimawandel sind zentrale Themen. Ein besonders wichtiger Aspekt hierbei ist der Erhalt der Artenvielfalt. Der Schutz der biologischen Vielfalt ist für die Zukunftsfähigkeit unserer Ökosysteme entscheidend. Und das Überleben vieler Tier- und Pflanzenarten hängt davon ab. Aktuelle Studien zeigen, dass wir weltweit einen dramatischen Verlust an Artenvielfalt erleben, bedingt durch menschliche Aktivitäten wie Abholzung, Versiegelung, Umweltverschmutzung und den Klimawandel. Dieser Verlust hat nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische und soziale Kompetenzen. Angesichts dieser Herausforderungen haben auch wir hier ein paar Fragen formuliert. Keine Sorge, es sind nicht wieder 4, es sind diesmal nur 2. Welche spezifischen Maßnahmen sollte die EU ergreifen, um die Biodiversität zu schützen und den Verlust an Artenvielfalt zu stoppen? Wie
sollte sie sicherstellen, dass der Umweltschutz im Einklang mit wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung steht? Welche Rolle spielt dabei die europäische Zusammenarbeit? Ich möchte so ein bisschen ergänzen und nicht nur die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, sondern auch die wirtschaftliche und soziale Sicherheit. Mögt ihr mir das? Danke. Ups. Bitte schön. Kann ich die Fragen nochmal sehen? Das ist super. Okay, gut. Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir Biodiversität schützen müssen. Und das nicht nur bei uns, sondern auch woanders, weil die meisten Arten, wenn ich das richtig im Kopf habe, gehen gerade in tropischen Regionen verloren, weil da auch die Artenvielfalt höher ist. Jetzt ist die Frage, warum geht die verloren? Also zum einen geht es um Themen wie Abholzung, also Abholzung Holz als Exportprodukt, zum Beispiel nach China. Und zum Zweiten geht es auch um Themen wie Landwirtschaft. Und vielfach sind das auch Themen, wo Abholzung, nehmen wir mal Brasilien als Beispiel, tatsächlich aus Zweigen kommt. Das eine ist eine Landwirtschaft, die hochindustrialisiert ist, die zum Beispiel Sojaanbau etc. Holz schlägt. Da müssen wir uns dann tatsächlich die Frage stellen, ob wir tatsächlich so viel Soja für den Viehanbau brauchen. Wir müssen uns auch überlegen, ob wir Soja mit Zöllen belegen, um das weniger attraktiv zu machen. Ich denke, wir müssen auch mit den Ländern zusammenarbeiten, die Umweltstandards dort zu erhöhen. So schwierig das ist. Wir haben ja gesehen, zum Beispiel in Brasilien, als da die rechtsradikale Regierung an der Macht war, dass die viele Dinge, die Lula etabliert hatte, wieder zurückgedreht hat. Da muss man sicherlich noch mehr tun in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Jetzt bräuchte ich nochmal die Fragenliste. Genau. Ja, Umweltschutz in Einklang mit wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. Tatsächlich ist das ein ziemlich spannendes Thema, denn Umwelt, Artendiversität etc. hat ja keinen Preis heute. Also insofern ist es auch nichts wert. Schön wäre es natürlich, wenn wir einen Mechanismus finden könnten, in dem man eben die Vernichtung von Natur, von Biodiversität etc. auch bepreisen könnte, so wie wir das zum Beispiel beim CO2 zumindest mal in einigen Sektoren tun. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, wie man das machen könnte. Es damit dann unattraktiver macht, tatsächlich einfach die Umwelt zu versauen. Und was die europäische Zusammenarbeit angeht, ich glaube, hier geht es ja weniger um die Zusammenarbeit in Europa als um die Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Vermute ich mal, oder? Auch. Ja, genau. Ja, es gibt ja auch, nur mal so als Anregung, es gibt ja auch zum Beispiel Abkommen auf europäischer Ebene, die sich mit dem Artenschutz beschäftigen. Also es ist auch schon durchaus, es gibt auch durchaus europäische Ansätze an der Stelle. Ja, aber ich glaube tatsächlich, die meiste Vernichtung von Biodiversität ist tatsächlich auch in anderen Ländern. Insofern müssen wir uns schon die Frage stellen, die ich eben gesagt habe, plus natürlich auch, wenn wir Freihandelsabkommen anstreben, was wir als FDP ja anstreben, dass dann eben auch entsprechende Bedingungen da drin stehen. Gut, vielen Dank. Dann gehen wir weiter. Ja, da sage ich erstmal ganz herzliches Dankeschön, weil das steckten so ein paar Sachen drin, wo ich sage, das ist interessant, das von der FDP zu hören. Da freue ich mich drüber, weil wir offensichtlich doch hier inzwischen Konsens haben, dass Umwelt etwas wert ist. Ja. Es gab auch Jahrzehnte und Jahre, da war das noch kein gemeinsamer Konsens in der deutschen Politik, deswegen freue ich mich da sehr drüber. Und das lässt sich natürlich auch ganz einfach zeigen. Also wir haben ein ganz akutes Bienenproblem und das ist einer der Hauptbestäuber von vielen, vielen Nutzpflanzen. Wenn die Bienen irgendwann weg sind, dann haben wir natürlich ein Thema und das kostet uns dann richtig viel Asche, so ganz nebenbei. Aber es ist gibt ja noch viel komplexere Zusammenhänge und das ist alles ganz, ganz fürchterlich schwierig. Ein bisschen schmunzeln musste ich bei der Frage natürlich schon, weil wir werden uns hier gleich wieder überbieten, in was kann man alles tun, was kann man alles machen. Es ist ja auch immer schön, sowas ein bisschen rückwirkend zu betrachten. Der WWF und der BUND war da, glaube ich, daran beteiligt, haben ja gerade mal analysiert, wie haben denn die verschiedenen Parteien im Europaparlament tatsächlich, wenn es um umweltrelevante Fragen geht, abgestimmt. Und Volt war die einzige Partei, die da auf 100 von 100 Punkten kam, weil es offensichtlich doch diverse Abstimmungen zum Thema, also zu umweltrelevanten Fragen gab, wo dann auch Grünen und SPD und so weiter entsprechend anders abgestimmt haben. Also ich will jetzt gar nicht durch diese Liste gehen von unendlich vielen Punkten, die es da gab, aber es ist interessant, in diese Abstimmungsverhalten einfach mal reinzuschauen, weil das eine ist natürlich immer, was wird erzählt vor einer Wahl und was wird dann tatsächlich gemacht.
Ein Punkt, den ich gerne noch machen möchte, ist natürlich Landwirtschaft. Also der EU-Haushalt, der gewaltige Brocken ist jetzt einfach nun mal die Agrarförderung. Und was Umwelt anbelangt und Auswirkungen auf die Umwelt anbelangt, ist unsere Agrarwirtschaft natürlich ein riesengroßes Thema. Und solange wir eine Agrarförderung haben, die halt in erster Linie Großbetriebe bevorteilt, solange nehmen wir den Umweltschutz nicht ernst. Ich bin auch Kommunalpolitiker. Wir hatten bei uns 120 Jahre lang einen städtischen Schlachthof, der war mal gemacht für Metzger und Bauern aus der Stadt. Es gibt inzwischen keinen einzigen Metzger aus der Stadt und keinen einzigen Bauern aus der Stadt, der dort schlachten würde oder schlachten ließe. Der Schlachthof wurde betrieben von Tönnies und Vion, also einem deutschen Großkonzern, niederländischen Großkonzern. Das waren die einzigen Kunden. Wir haben jetzt endlich dafür gesorgt, dass dieser Schlachthof zugemacht wird, weil wir haben als Stadt jedes Jahr den Tönnies mit 1 Million Euro subventioniert. Und sowas kann einfach nicht sein. Aber das ist jetzt mal ein Beispiel aus der Kommunalpolitik, dass man auch vor Ort was machen kann. Aber wir müssen eigentlich an das große Thema Agrarsubventionen ran. Wie kriegen wir die grundlegend umstrukturiert, um eine regionale, kleinteiligere Landwirtschaft überall auch wirklich entsprechend zu fördern, statt dass wir den Großkonzernen immer das Geld hinterherwerfen? Ja, vielen Dank. Beim Stichwort nicht nur sagen, sondern machen, also zum Beispiel das EU-Renaturierungsgesetz ist maßgeblich von Grünen vorangetrieben und ich hoffe, es wird jetzt auch gut umgesetzt. Es gibt beispielsweise jetzt das Recht auf Reparatur, auch das wurde in der letzten Legislaturperiode maßgeblich von Grünen mit aufgesetzt. Die Frage zum Thema Verpackungsordnung, auch das ist ein Thema, was jetzt vorangeht. Genau, dass es natürlich am Schluss immer Kompromisse sind, so ist die Demokratie. Da können wir jetzt irgendwie Haken dran machen oder gucken, was am Schluss die meiste, genau, wo wir am Schluss wirklich gemeinsam auch was hingekriegt haben. Das ist eher mein Ansatz bei dieser Frage. In Bezug auf die Frage von Biodiversität, glaube ich, ist das Thema Landwirtschaft gerade ja schon angesprochen worden. Da können wir uns total anschließen. Ein großer Punkt. Was wir quasi machen müssen, ist, um zu gucken, wie schaffen wir nochmal ökologische Landwirtschaft auch auf europäischer Ebene besser zu fördern. Was wir aber auch uns angucken müssen, ist zum Beispiel die Pestizidzulassung. Und da ehrlich gesagt, da kann man auf europäischer Ebene noch richtig viel machen. Die Pestizide sind nicht nur für die Umwelt schädlich, sondern auch für die Gesundheit. Wir sind ja auch gerade auf deutscher Ebene dabei, das irgendwie umzusetzen. Und wir kommen immer wieder an den Punkt, dass wir sagen, ja, aber das wäre jetzt vielleicht für die Umwelt besser, aber die Gesundheit ist noch nicht mal im Ansatz irgendwie drin enthalten, was ein Pestizid für Auswirkungen für die Gesundheit hat. Genau da sagen wir, müssen wir dran. In Bezug auf die Frage der Renaturierung oder des Biodiversitätsschutzes auf europäischer Ebene, genau, müssen wir jetzt das Renaturierungsgesetz umsetzen oder Restoration Law. Was wir aber auch wollen, ist, dass es ein transeuropäisches Netzwerk Natur gibt, um wertvolle Ökosysteme eben vernetzt zu unterstützen und nicht einfach an einer nationalen Grenze am Schluss Halt zu machen. Das macht ehrlich gesagt nicht so viel Sinn, genauso wie die Klimakrise macht auch die Biodiversitätskrise nicht einfach an nationalen Grenzen Halt. Zu der Frage von Tierrechten, genau, würden wir uns wünschen, dass es eine einheitliche Kennzeichnungspflicht gibt in Bezug auf die Haltung in der Landwirtschaft und wir würden uns auch wünschen, dass es eine konsequente Begrenzung von Zeiten für Tiertransporten beispielsweise gibt. Das wäre dann eher nochmal was für die Frage von Tierrechten. Was natürlich in der Frage von Klima, Biodiversität und Wirtschaft sehr, sehr wichtig ist, dass wir den Green Deal endlich voranbringen. Er wurde jetzt beschlossen und ich glaube, wenn es ein klimapolitisches Projekt gibt für die nächste Legislaturperiode, dann ist es dieser Green Deal. Denn damit schaffen wir, wenn man ihn wirklich progressiv umsetzt, am Schluss, dass wir die Industrie unterstützen darin, in nachhaltige Produktionsmechanismen einzusteigen. Darin schaffen wir es wirklich, Klimaschutz voranzutreiben. Und es ist auch aus außenpolitischer Perspektive unsere Antwort auf das, was beispielsweise aus der USA im Inflation Reduction Act kommt. Das heißt, ich glaube, dieser Green Deal wird das Instrument für die nächste Legislaturperiode. Wir Grünen haben das maßgeblich vorangetrieben. Deswegen liegt es natürlich auch an uns, das weiter voranzutreiben. Und dafür würden wir dann stehen. Ich will an der Stelle noch mal was zum Thema Umweltverpackungen, Flüge, Bahnen und so weiter sagen. Was die SPD sich bei der Erstellung ihres Wahlprogramms da gedacht hat, ist, dass wir, und ja,
Man sitzt immer mit FreundInnen zusammen und hat diese Strohhelme in der Hand und lacht sich kaputt. Warum ist das hier alles so komisch wieder aus Bambus? Naja, weil das ist schon echt wichtig, darüber zu sprechen und das alles nachhaltig zu gestalten. Es geht darum, kein Einwegplastik mehr in Umlauf zu bringen. Und da müssen wir uns auch mal ehrlich machen, muss das jetzt unbedingt sein oder hätte man das auch in der Glasflasche irgendwie transportieren können? Auch hier vielleicht. Sind zumindest Mehrwegflaschen. Genau. Reden wir über das Thema Fliegen. Ja, warum ist Fliegen immer noch so saugünstig? Das ist ein Unding. Also die Bahn muss endlich bezahlbar sein. Sie sollte auch endlich mal kommen, aber sie muss sich vor allen Dingen auch irgendwie, sie muss sich erschwinglich zeigen. Und wenn Flüge immer noch so günstig sind, ja, dann hat auch keiner Lust, mit der Bahn zu fahren. Und da müssen wir ran. Wir müssen dafür sorgen, dass endlich, und unsere Vorstellung von der SPD ist, dass diese Züge tatsächlich ab Frankfurt ausfahren, Nachtzüge. Da müssen wir endlich uns mal wieder so ein bisschen reinknien in das Thema. Also wie komme ich ganz schnell von A nach B, muss dafür nicht in den Flieger steigen und so stellen wir uns das vor. Zum Thema Wirtschaft. Ja, da kriegen wir alle große Bauchschmerzen. Die Unternehmen gehen ins Ausland und können im Ausland dann produzieren, wie sie möchten, können da die größten Schandtaten in der Produktion anrichten und wir haben kein Auge mehr darauf. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir auf deutscher Ebene lösen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Unternehmen in Deutschland bleiben und wir dann ein Auge darauf haben können. Wenn wir dann auf europäischer Ebene gehen und dort ein Gesetz zimmern wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass alle Länder die gleichen Standards haben. So, das zu dem Thema. Ja, ich wollte einfach vielleicht beim letzten Punkt nochmal ansetzen. So, also wir brauchen jetzt nicht bloß dafür zu sorgen, dass Firmen in Deutschland bleiben. Also ich finde es durchaus total wichtig und richtig, dass wir kurze Wertschöpfungsketten haben, die in allen Ländern sind, damit auch einfach die ganzen Emissionen, die wir aus dem Verkehr brauchen oder jetzt verursachen, tatsächlich dann auch wegfallen. Weil ich glaube, es ist jetzt vielleicht nicht das Sinnvollste, wenn wir alle Produkte einmal um einen halben Erdball schieben. Aber wir haben ja auch durchaus auch Mittel, um die Lieferketten mit zu beeinflussen. Es gibt erste Ansätze, die sind viel zu schwach. Ich habe damit beruflich zu tun bei Attac, weil ich mich auch um Handelspolitik dort mit campaigning-mäßig unterstütze. So, da ist auch total wichtig, dass wir jetzt gerade auch nochmal zivilgesellschaftlichen Druck machen, dass das Lieferkettengesetz auch noch auf europäischer Ebene nochmal deutlich verschärft wird, wo es ein bisschen härter ist als... Da freut sich die FDP. Auch ich weiß nicht, nachdem ich gehört habe, dass er unseren Freund aus unserer Schwesterpartei Lula lobt und Zölle auf Soja hebt, dachte ich mir, okay, ich wusste nicht, dass du in der FDP bist, gerade für den Moment. Aber sozusagen nochmal wieder da zum Thema zurückzukommen an der Stelle. Also sozusagen, wir haben auch mit dem Lieferkettengesetz, das wir verstärken müssen, auf jeden Fall auch Möglichkeiten, dann auch mit Einfluss zu nehmen, auch noch auf andere Länder. Und die Produktion ist ja total wichtig, dass wir ökologische Standards und Menschenrechtsstandards da vernünftig mit einhalten. Ein anderer Hebel, den die EU hat, und da sind wir auch wieder bei der Frage von Handelspolitik, und da sind wir auch ganz konkret bei der Frage, was können wir mit Biodiversität eigentlich im Amazonas-Regenwald machen? Das ist die Frage des EU-Mercosur-Abkommens, das gerade in den letzten Zügen der Verhandlungen ist, was halt dafür sorgt, dass es massiv erleichtert wird, Rindfleisch aus Südamerika zu exportieren, für die eben diese riesigen Sojaplantagen gemacht werden und der Regenwald mit abgeholzt wird und im Gegenzug dann wiederum die Zölle für Industrieprodukte, Maschinen, Autos in erster Linie aus Europa fallen, was dann dafür sorgen wird, dass die Industrie in Argentinien, die auch eine vernünftig entwickelte Maschinen- und Autoindustrie hat, die eigentlich tatsächlich, wenn die Zölle wegfallen, nicht konkurrenzfähig ist mit der höher entwickelten Industrie dort in Deutschland und anderen europäischen Ländern, dort massive soziale Verwerfungen hat, weil massiv Arbeitsplätze verloren gehen. Sozusagen dementsprechend heißt es auch, wir müssen schauen, wenn wir solche Abkommen schließen, dass da massiv auch dafür gesorgt wird, dass eben Sozialstandards und Umweltstandards dort entschieden dabei sind und eben nicht irgendwie so ein unverbindliches hinteres Kapitel und stattdessen halt Regenwald abgeholzt wird und immer mehr Autos um den halben Globus verschifft werden. Bei Eisenbahn würde ich auch noch mal mit einhaken, da haben wir ein wunderschönes Konzept mit der United Railways of Europe als Linke, wo wir eben das auch noch mal ein bisschen ausbuchstabieren. Da muss ich fairerweise sagen, haben sowohl Grüne, SPD als auch wir tatsächlich bei Fragen von Nachtzügen Konzepten, weil ich bin total überzeugter Bahnfahrer und wenn ich in Urlaub fahre, habe ich totale Schmerzen, weil es ist nicht nur viel billiger zu fliegen, es ist teilweise auch einfach überhaupt nicht möglich, mit dem Zug irgendwo hinzukommen. So, als ich jetzt in Griechenland Urlaub gemacht habe, habe ich 2,5 Tage gebraucht, musste zigmal umsteigen, musste mit der Fähre fahren und
habe dann von einem Freund von mir, der ein bisschen älter ist und sagt, ja, in den 70er Jahren war es total entspannt. Ich bin in den Nachtzug gestiegen und bin dann halt angekommen. So, und da muss man sich vorstellen, da lag noch Jugoslawien dazwischen. So, da hatten wir keine einheitliche Europäische Union und es war offensichtlich viel einfacher in den 70er Jahren mit dem Zug durch Europa zu fahren an vielen Stellen, als es heute ist. Also da brauchen wir ganz dringend auch Verbesserungen, dass es nicht nur billiger ist, Zug zu fahren, sondern vor allem überhaupt erstmal möglich ist, Zug zu fahren. Ja, vielen Dank für diesen Exkurs sozusagen ins Bahnfahren. Also wir können auch ein ganzes Wahlpodium zum Thema Bahnfahren machen. Ich glaube, wir könnten da ganz einen Haufen spannende Dinge machen. Aber wir sind gerade so ein bisschen an einem anderen Thema jetzt angekommen, nämlich dem, was ich am Anfang angekündigt habe, worauf wir nochmal zurückkommen. Nämlich auf das Thema Erstarken populistischer Kräfte und rechter Kräfte. Wir haben in den vielen europäischen Ländern und in den letzten Jahren immer wieder ein massives Erstarken populistischer und rechter Parteien beobachten können. Diese Entwicklung hat weitreichende Auswirkungen auf die politische Landschaft, auf die Gesellschaft innerhalb der EU und vor allem auf die Diskursräume. Parteien wie die AfD in Deutschland und viele andere haben an Zustimmung gewonnen und prägen zunehmend die politische Debatte. Wir erleben das, wie immer wieder sozusagen nach rechts ausgefallen wird, wie SS-Verherrlichungen hier stattfinden. Wir haben wirklich, also es macht einem einfach Angst, wenn man drüber nachdenkt. Und wir sehen aber auch, dass neben den rechten populistischen Parteien, teilweise religiös motivierte Parteien wie die DAWA-Partei in Deutschland, die versuchen, gesellschaftlich an Relevanz zu gewinnen, denen das auch gelingt. Populistische Parteien zeichnen sich dabei häufig durch ihre nationalistische Rhetorik, durch Kritik an der EU und menschenfeindliche Positionen aus. Aktuell sehen wir diese Bewegungen in verschiedenen Ländern auch Regierungsverantwortung übernehmen. Meloni ist da vorhin zum Beispiel gefallen, oder zumindest erheblichen Einfluss auf die Regierungsbildung zu nehmen. Und vor diesem Hintergrund sehen wir da eine riesige Herausforderung auf uns zukommen und fragen deshalb, was kann man denn tun? Wie kann man solchen Organisationen begegnen, auch im parlamentarischen Kontext, aber auch im gesellschaftlichen? Was kann die EU machen, damit die demokratischen Institutionen wieder gestärkt werden und das Vertrauen der Bürgerinnen zu stärken? Was ist aber auch vielleicht, und das ist eine Frage, die sozusagen ein bisschen tiefer auch mal geht, was kann denn eigentlich auch Zivilgesellschaft tun, um dabei zu helfen? Ja, großes Themenfeld. Wir hatten vorhin ja mit der Bürgerbeteiligung schon ein Stück weit drüber gesprochen und da bleibe ich auch dabei, dass wir die Demokratie an die Menschen wieder näher ranbringen müssen. Und ich äußere jetzt einfach mal so ein bisschen die pauschale Kritik an Parteien, die schon länger im Geschäft sind. Es wurde oft nicht zugehört. Und jetzt kann man mir vorwerfen, das wäre Rhetorik von der AfD, aber Leute, es ist halt einfach so, es wurde oft nicht zugehört. Ich nehme auch gern ein ganz konkretes Beispiel, Kommunalpolitik. Das sind diese zwei Elemente. Das eine ist nicht zuhören und das andere nicht den Mut haben, unangenehme Wahrheiten zu sagen. Das ist nämlich die zweite Seite von der gleichen Medaille. Da wird eine Unterführung von der Bahn neu gebaut, weil durch Bamberg wird die Bahn einmal quer durchgebaut, nagelneu. Die ist auf 3,50 Meter. Die Leute kriegen Angst, dass die jetzt auf 4,50 Meter gebaut wird und rufen alle Stadtratsfraktionen an und sagen, Leute, kommt bitte mal zu einem Ortstermin und sagt uns, das müssen wir irgendwie verhindern, damit da kein Schwerlastverkehr durchgeht. Ich war der Letzte, der da war. Ich sage, ja, das ist super, dass ihr das wollt, aber ganz im Ernst, das Bundeseisenbahngesetz sieht halt nun mal vor, wenn sowas neu gebaut wird, dass das Ding 4,50 Meter tief wird. Da können wir nichts dran machen. Wir können aber sehr wohl uns Gedanken darüber machen, wie halten wir den Schwerlastverkehr daraus. Dann schauen mich 40 Leute mit großen Augen an und sagen, ja, aber alle anderen Parteien waren doch da und haben gesagt, sie kümmern sich darum, dass es bei 3,40 bleibt. Dann sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, die hatten nicht die Eier, euch die Wahrheit zu sagen. Und das ist so ein kleiner kommunalpolitisches Beispiel für viele Dinge, wo wir einfach auch den Mut haben müssen, unangenehme Wahrheiten zu kommunizieren und die dann aber auch transparent zu machen und nach vernünftigen Lösungen zu suchen. Und natürlich bin ich totunglücklich, wenn wir hier jetzt alle, in den Programmen aller Parteien hier steht drin, Initiativrecht für das Europäische Parlament. Da stehen so viele super proeuropäische Sachen drin. Schaut bitte mal in eure Programme rein, wie lange das schon da drin steht. Und dann fragt euch mal, wie viele deutsche Parteien im Europaparlament sich jemals zusammengefunden haben und gesagt, hey, wir haben doch gemeinsam das Initiativrecht drinstehen, lasst uns das doch mal angehen.
auch das kommt natürlich auf Dauer nicht gut. Also es ist einfach nicht gut, immer Dinge zu behaupten, die man dann hinterher nicht macht. Und ich glaube, wir müssen das verändern. Ansonsten werden die rechten Parteien mit der Vorgehensweise, die sie halt nun mal haben, immer weiter Boden gut machen. Natürlich entsetzt mich dann auch ein bisschen, wenn ein Mensch wie der Herr Weber, der große Europäer ist, der 1 Million Mal plakatiert wurde, ich stamme ja nur aus Bayern, da waren es vielleicht noch mehr Plakate als bei euch, wenn der dann sang- und klanglos schnell unter den Teppich gekehrt wird und dann nicht allzu lang danach für Forza Italia Wahlwerbung in Italien macht und dann kriege ich von der SPD, von der CSU auch noch gesagt, nachdem ich das kritisiere, naja, das sind doch nicht die ganz Rechten, ja mein Gott, warum ist der Meloni an der Macht? Also und was jetzt mit Frau von der Leyen und Meloni passiert, da müssen wir natürlich auch mal ganz genau hinschauen. Eine AfD jetzt aus der ID-Fraktion rauszuwerfen, ist natürlich ganz cool, wenn man sich damit dann koalitionsfähig macht, vielleicht für die Konservativen. Wir müssen gemeinsam an dieses Thema ran. Ich überlege jetzt, wie viel ich darauf antworte. Genau, Wir haben noch Zeit, also Okay. das kann man schon machen. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran in der Frage der Ehrlichkeit. Ich glaube, da müssen wir uns aber, und jetzt sitzen wir hier alle im Europawahlkampf, auch als Parteien an die Nase fassen. Weil in dem Moment, wo man vielleicht auch die Ehrlichkeit gerade ausspricht, man die Gefahr läuft, dass es durch eine populistische Debatte vollkommen eskaliert. Und ich glaube, wenn wir eine wirklich ehrliche Debatte wollen, wenn wir wollen, dass wir auch ehrlich zugeben, wo wir Abstriche machen mussten, nehmen wir das Beispiel der GEAS vorhin, oder wo wir nicht zufrieden sind. Wenn wir aber dann einfach nur mit populistischen Argumenten, um die meiste Klickzahl zu bekommen, irgendwie gegeneinander vorgehen, dann wird es schwierig. So, und ich glaube, das ist dann auch an uns als Parteien gerichtet, da irgendwie Ehrlichkeit in der Debatte zu haben. Und ich würde auch gleichzeitig sagen, dass wir besser werden müssen darin, den Leuten auch zu erklären, was wir schon gemacht haben. Also jetzt bin ich Teil der Koalition. Das ist auf jeden Fall das, was mich gerade wirklich, wo ich Fragezeichen habe, zu sagen, okay, wie schaffen wir denn das, was wir machen, irgendwie auch zu kommunizieren. Also vorhin kam das Thema Bürgerinnenräte auf. Es gab einen Konvent auf EU-Ebene mit über 800 Bürgerinnen, die sich darüber ausgetauscht haben, über Monate, wie schaffen wir eigentlich, was ist die Zukunft Europas? Es gibt eine Initiative zum Thema Rechtsstaatsmechanismus auf europäischer Ebene. Es gibt konkrete Vorschläge zur Reform der EU-Verträge vom Europäischen Parlament, wo es unter anderem beispielsweise um die Stärkung in Bezug auf die Abtreibungsrechte geht. All das sind Themen, die passieren schon und wir kriegen sie. Also wir kommunizieren sie nicht oder sagen, das ist gut und das ist schlecht und das wollen wir besser machen als Parteien, sondern wir sagen nur, das muss alles noch passieren, aber manches davon passiert eben schon und ich glaube, da müssen wir auch ehrlicher kommunizieren und auch vor Ort kommunizieren und ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn ich keine Kommunalpolitikerin bin, dass die Basis da, die Kommunalpolitik und die Ortsgruppen und so weiter sind. In Bezug auf die Frage von, was können wir eigentlich noch auf europäischer Ebene machen, sind natürlich neben dem Thema Initiativrecht auch die Frage von Mehrheitsentscheidungen extremst relevant. Jetzt mache ich Außenpolitik. Wenn Ungarn irgendwie monatelang Hilfen für die Ukraine blockieren kann, dann haben wir ein großes, massives Problem, genauso wie in anderen Fragen. Wir wollen auch das Mandat der Europäischen Staatsanwaltschaft beispielsweise auch für die Länder, die jetzt gerade im Beitrittsprozess sind, noch mal stärker bindend machen. Wir wollen auch, dass das Artikel 7-Verfahren mit einer qualifizierten Mehrheit eben eingeleitet werden kann und das nicht alle braucht. All das sind, glaube ich, Themen, die extremst relevant sind, wenn wir eben über die Frage von mehr Demokratie reden. Und ich glaube auch, habe ich auch vor 2 Tagen der CDU gesagt, da war sie mit auf einem Podium, dass es eine klare Abgrenzung zu Rechten und Rechtsextremen braucht, meiner Meinung nach auch Meloni, das ist eine Postfaschistin, und dass wir aber trotzdem auch gucken müssen, okay, wie können wir auch die Auswirkungen von Europa und das, was es bedeutet, am Schluss besser wieder auf den Grund kriegen oder den Leuten erklären. Und es kam ja die Frage, welche Rolle hat eigentlich die Zivilgesellschaft? Ich bin immer ein Fan von einer starken Zivilgesellschaft, von einer starken Bewegung, weil natürlich ist es extremst relevant, wenn es Druck gibt auch auf uns als Parlamentarier. Wir hatten vorhin das Thema Lobbyismus, ja.
genau, die Zivilgesellschaft, wenn sie stark ist, kann sehr viel lobbyieren. Und ich würde da nochmal an alle, die jetzt auch hier sitzen oder die im Raum sitzen, aus meiner Realität als Bundestagsabgeordnete erzählen. Ich kriege manchmal zu ganz vielen Themen einen Standardbrief, das ist auch total legitim, das sind dann Kampagnen von unterschiedlichen Organisationen. Aber man darf nicht unterschätzen, was für eine Wirkung das hat. Auch individuelle Briefe und individuelle Mails, gerade an Wahlkreisabgeordnete. Ich habe davor sogenannte Entwicklungspolitik gemacht. Der Haushalt wurde wie jedes Jahr immer radikal zusammengekürzt. Wenn alle Akteure, die in den Eine-Welt-Läden arbeiten, die in den zivilgesellschaftlichen Organisationen arbeiten, den Bundestagsabgeordneten und auch den Europaabgeordneten schreiben, zu den Ständen gehen. Wir machen alle regelmäßige Bürgerinnen-Sprechstunden. Wir sind auf Veranstaltungen zu treffen. So sprechen Sie uns an, sagen Sie uns, was Sie stört, fragen Sie nach, was Sie wissen wollen. So, das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Und ich würde alle dazu ermutigen, natürlich müssen wir als Politikerin auch viel mehr tun in dem Punkt, aber auch jeden Einzelnen dieses Recht wahrzunehmen. Wir leben in der Demokratie und das ist das Wunderbare dabei. Wir sind da, wir sind ansprechbar, wir haben die Meinungsfreiheit. Sie alle sollen ihre Meinung artikulieren, auch uns gegenüber. Das ist ihr gutes Recht und go for it. Ja, das Thema rechts. Ich glaube, das, was wir am Wochenende auf Instagram gesehen haben, diese ganzen Videos, die von Sylt geteilt wurden, das sind so Dinge, da muss man zu Hause auch mal drüber reden. Und da muss man auch mal den Arsch in der Hose haben, seiner Mama oder seinem Papa mal zu sagen, das, was du da immer an Weihnachten erzählst, das ist nicht in Ordnung. Oder mit seinen ArbeitskollegInnen darüber zu sprechen, dass das, was die da auf Instagram teilen, nicht in Ordnung ist. Und wir haben bei uns, bei den Jusos, eine groß aufgelegte Europawahlkampagne. Und wenn ich da Videos hochlade und mir so einen blauen Europapulli anziehe, dann triggert das die ganzen rechten Trolle ganz besonders. Und das, was sie da so drunter schreiben, wie du bist der Grund dafür, weshalb es Übergriffe auf PolitikerInnen gibt, da muss man sowas zur Anzeige bringen. Also wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. So. Und das bedeutet auch, dass wir, und ich habe mich da lange gegen gesträubt, aber ich bin auch noch belehrbar mit 30 Jahren, TikTok nicht den Rechten überlassen. Das ist erstmal unangenehm so und vielleicht auch für ältere Abgeordnete super unangenehm, aber ich habe mich auch dann dazu entschieden, dass wir diese Videos da posten, weil so viele Menschen sind auf TikTok unterwegs und das wird so unterschätzt. Und deswegen kann ich nur daran appellieren, also das, was jeder Einzelne zu Hause machen kann, ist darüber reden und auch auf Social Media mal zu zeigen, ich swipe nicht einfach nur über diese Videos drüber, sondern ich sehe, was da so gepostet wird und ich schreibe dir, das ist nicht in Ordnung, was du da machst. Was können wir auf europäischer Ebene machen? Ich habe da eben schon was zugesagt beim Thema Migration. Ja, wir dürfen vor allen Dingen eigentlich keine EVP-Fraktion unterstützen, weil die haben gar nicht dafür gesorgt, dass es Abgrenzungen zum rechten Rand gibt. Nö, die arbeiten mit denen zusammen. So, was da stattgefunden hat mit Le Pen, das muss man erzählen. Ja, es gibt keine Abgrenzung zu Le Pen, es gibt keine Abgrenzung zu Meloni. So, und wenn wir das nicht zu Hause erzählen, dann wählen unsere Allerliebsten zu Hause gerne auch mal konservativ, weil das, was die Ampel da gerade macht auf Bundesebene, das wird dann mit europäischer Ebene in einen Topf gepackt und vermengt, wie immer. Wir sehen das bei der Landtagswahl am allerliebsten, aber jetzt bei der Europawahl passiert das wieder. Und dann muss man zu Hause erklären, wenn du CDU wählst, dann passiert genau das. Und das würde ich am liebsten auch allen, die online zugucken und allen, die hier anwesend sind, nochmal mit auf den Weg geben. Erzählt das zu Hause, macht klar, was nicht in Ordnung ist und macht klar, was stattgefunden hat an Abstimmungen und weshalb Frontex unterstützt wird, finanziell, so. Also Sachen, das müsst ihr zu Hause erzählen. Das ist ganz wichtig. Ja, ich stimme total zu bei den klaren Abgrenzungen, wobei ich dann natürlich auch nochmal sagen muss, auch Olaf Scholz sollte sich da klar abgrenzen von Giorgia Meloni, mit der er ja auch erfreut zusammenarbeitet. Ansonsten wollte ich jetzt tatsächlich ein bisschen grundsätzlich an der Stelle werden, aber keine Angst, am Ende kommt nochmal eine ganz konkrete Sache, wie man aus meiner Sicht auch nochmal was tun kann gegen Rechtsruck.
Ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Dinge dabei. Einmal ist es klar, wir brauchen eine klare Brandmauer nach rechts. Sozusagen, das heißt auf jeden Fall, dass man nicht koaliert, aber es heißt natürlich auch, dass man nicht eine Stimmung mitschafft, die einen rechten Wandel mitbefolgt. So. Das heißt, es muss ein Konsens der Demokraten sein, dass wir es nicht machen. Und da hat mich tatsächlich unheimlich schockiert, was jetzt in Thüringen passiert ist. Dort ist ein Kandidat sowohl auf der CDU als auch auf der AfD-Liste angetreten. Gar nicht mal, dass es passiert ist so, sondern auf kommunaler Ebene muss man ganz ehrlich sagen, da haben alle Parteien mal Probleme. Selbst die Grünen und wir hatten schon Probleme mit Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene so. Aber da war immer klar, die Leute, die es gemacht haben, wenn nicht einsichtig waren, dann sind sie aus der Partei rausgeflogen und konnten nicht mehr dafür sprechen so. Sondern die CDU hat überhaupt nichts dazu gesagt, dass es dort die Zusammenarbeit gibt und jemand dort auf beiden Listen kandidiert. So, das ist etwas, was natürlich eine einreißende Brandmauer bewirkt. Aber sozusagen neben diesem Konsens, wo es total wichtig finde, weil natürlich wir alle haben einen Konsens, wir wollen eine demokratische Gesellschaft haben, finde ich auch wichtig, dass wir trotzdem auch nicht so tun, als wenn wir irgendwie einer Meinung wären und dann irgendwie ein Einheitsbrei sind. Und ich finde es total wichtig, dass wir auch ganz explizit streiten und auch ganz klar unsere Unterschiede deutlich machen. Weil natürlich, wir beide wollen definitiv eine total unterschiedliche Gesellschaft. Wir wollen beide eine demokratische Gesellschaft haben, aber gerade bei der Frage von, bepreisen wir jetzt Umweltzerstörung, bin ich total anderer Meinung. So. Preispolitik kann an manchen Stellen gewisse Hebelwirkungen machen, aber ich finde es total wichtig, dass es Verbote gibt, die Umwelt zu zerstören. Also es gab in den 80er Jahren das Ozonloch, der FCKW im Kühlschrank ist damals einfach verboten worden. Da wurde nicht irgendwie darüber diskutiert, machen wir jetzt eine Preispolitik, weil es hier vielleicht irgendwie Möglichkeiten gibt, das vielleicht ein bisschen unattraktiver zu machen. Und das heißt dann, die Leute, die es leisten können, die schon die meisten Umweltsünden begehen, die können sich dann halt immer noch leisten und die armen Menschen können sich nicht leisten, aber damit habe ich nur die Hälfte des Problems geschafft. Also sozusagen, um es nur mal da deutlich zu machen, dass wir auch wirklich unterschiedliche Vorstellungen von Gesellschaft haben. Und das finde ich, sollten wir auch klar artikulieren und auch deutlich artikulieren. Und da hatte ich ja noch versprochen, dass ich doch noch mal was ganz Konkretes sage. Es ist sehr klar Untersuchungen, die auch zeigen, Austeritätspolitik, also Sparpolitik, sorgt auch dafür, dass rechte Parteien mit aufstehen und dass sie stärker werden. Da kann man sogar Zusammenhänge machen. Schon ab 1% Kürzungen in Infrastruktur- und Sozialbereich ist signifikant, dass die Wahlergebnisse von rechten Parteien ansteigen. Und deswegen finde ich es so unheimlich wichtig, dass wir die Schuldenbremse endlich lockern und dort auch eine klare Politik machen, die sagt, natürlich, wir brauchen eine soziale Infrastruktur, wir brauchen die Sicherheit, weil dann habe ich nicht mehr die Angst davor, dass mir was weggenommen wird und um kleiner werden Kuchen mir irgendwie um den letzten Krümel mich streite, sondern weiß ich kann hier in Sicherheit leben und auch die Menschen neben mir können in Sicherheit leben. Damit können wir einiges schaffen und da gehört auch dann dazu, mit Menschen zu reden und dort auch klarzumachen, was nicht in Ordnung ist. Aber eine Sache müssen wir uns tatsächlich auch eingestehen, so, auch wenn es unangenehm ist, wir haben in dieser Gesellschaft so einen Bereich von ungefähr 15% der Menschen, 10 bis 15% der Menschen, die ein geschlossen rechtes Weltbild haben. So, die AfD wird nicht verschwinden und auch diese Menschen werden nicht verschwinden. Und da hilft es tatsächlich nur, klare Kante zu zeigen und auszugrenzen und keine Zusammenarbeit dort zu finden. Vielen Dank. Die Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss, ist, ich meine, es ist total viel gesagt worden und ganz viel, was ich auch unterschreiben würde. Nicht alles, aber die Demokratie lebt ja auch tatsächlich von den unterschiedlichen Meinungen. Das würde ich auch unterschreiben. Ja? Im Übrigen bin ich auch nicht grundsätzlich gegen Verbote, also ich bin auch gegen Schwarz-Weiß. Ja, ich glaube, das eine wirkt an der einen Stelle besser, das andere an der anderen Stelle. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja, wie können wir das bekämpfen? Ja? Und eins ist, glaube ich, völlig klar, dass bestimmte Aussagen oder bestimmte Haltungen, dass wir da ganz klare Kante zeigen müssen. Deswegen freue ich mich übrigens als FDP-Vertreter vielleicht besonders, dass es eine ganze Menge von Unternehmen, Unternehmern und auch Managern gibt, die ganz klar sagen, Leute, so geht's nicht. Ja? Reinhard Wirth als Beispiel, ja, ist ja einer der Milliardäre hier in Deutschland, der ganz klar sogar mehrfach an die eigene Belegschaft und auch an über die Presse ganz klar gesagt hat, das geht nicht. Ja? Jetzt müssen wir aber an einer Stelle aufpassen, und da gucke ich jetzt eher in die kommunale Ebene rein. Ja? Wir können uns gegen die AfD abgrenzen. Ich glaube aber ja tatsächlich, dass es auch genauso wenig wie es die CDU auf der kommunalen Ebene gibt oder die Linken oder die FDP, glaube ich halt schon, dass es auch in der AfD eben, sagen wir mal, Nuancen gibt. So ist das eben im Leben. Und ich würde mich inhaltlich abgrenzen wollen von der AfD. Sagen, okay, in den Themen arbeiten wir definitiv so nicht zusammen. Das geht nicht. Gleichzeitig müssen wir aber, und das haben Sie auch gesagt, oder hast du auch gesagt, gleichzeitig müssen wir aber auch mit den Leuten reden.
Wir müssen denen zuhören, wir müssen ihnen das Gefühl geben, dass wir zuhören und wir müssen tatsächlich auch unangenehme Wahrheiten aussprechen. Da wiederhole ich zwar was schon mal gesagt wurde, aber das halte ich auch für ganz wichtig. Aber wollen Sie jetzt mit der AfD zusammenarbeiten? Nein, in keinem Fall. Nee, aber mein Punkt ist ein anderer. Mein Punkt ist der, ich glaube, man kann nicht sagen, wir wollen nicht mit der AfD. Ich glaube, wir müssen den Leuten auch erklären, warum. Und die Antwort kann nicht sein, weil es die AfD ist, sondern weil sie für A, B, C, D, E steht. Das müssen wir immer wieder deutlich machen. Dass wir also sagen, inhaltlich können wir das und das nicht mittragen. Das ist für mich der Punkt. Und nicht nur einfach eine Pauschale, weil es halt die AfD ist. Ich glaube, das reicht nicht. Also nur um ein Missverständnis zu vermeiden. Ich stimme zu, dass es einen gewissen Kern an Menschen gibt, die ein rechtes Weltbild haben. Das mögen es auch weniger als 10 sein, ich würde es zumindest hoffen. Aber ich möchte das Missverständnis vermeiden, dass wir mit der AfD reden. Wir müssen mit Menschen reden und wir müssen den Menschen Alternativen geben, dass sie wissen, sie müssen nicht in die rechten Fänge gehen, um sich von diesen aufgehoben zu fühlen. Das müssen wir verhindern. Das heißt für mich nicht notwendigerweise, dass ich mit der AfD reden muss. Ich lasse das nochmal so eine Runde durchgehen. Warum ich gerade nachgefragt habe, weil ich habe das kurz so interpretiert, haben Sie ja auch ganz klargestellt, aber ich glaube, dass man sehr klar darin sein muss, also genau, es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen denken, dass die AfD quasi ihre Partei ist, die sie vertritt. Das fand ich ehrlich gesagt bei den Protesten relativ klar und eindeutig, zumindest wurde mir das gespiegelt im Januar, dass viele Leute auch nochmal so waren, so, krass, okay, die meinen mich damit. Die meinen mich, dass, wenn sie Leute in diesem schrecklichen Wort der Remigration irgendwie, die schließen mich ein, ja. Genau, ich glaube, ja, wir müssen den Menschen erklären, genau, was auch die AfD in ihren Wahlprogrammen hat. Aber wir müssen sehr klar sein, dass mit den Menschen, die in den Parlamenten sitzen, und sei es auf der kommunalen Ebene, auf Landesebene, auf Bundes- oder europäischer Ebene, das sind Menschen, die dieses Weltbild mit der Überzeugung tragen. Und dieses Weltbild widerspricht jeglichem demokratischen Weltbild. Und deswegen sehr klar ist, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD auf keiner Ebene geben darf. So habe ich das nicht verstanden, deswegen hatte ich aber nur noch mal nachgefragt. Das war eines dieser Themen, genau. Die ich meinte, wo wir die klare Kante ziehen müssen. Wollt ihr, wenn ihr möchtet? Ich kann auch gerne nochmal darauf reagieren. Also erstmal danke, dass das nochmal glatt gezogen wurde, weil als Sozialdemokratin, wir werden das nicht machen, so, fertig. Also es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD und das unterschreibe ich auch heute und hier. Ganz klar, ich glaube, das, was du gesagt hast, ist sehr wertvoll und du hast es eben in deinem Eingangsstatement nur kurz erwähnt. Das Thema Abtreibung ist ein Thema, wo wir deutlich gemerkt haben, was passiert, wenn man AfD wählt oder wenn man konservativ wählt. Wir haben das gesehen in Polen, restriktive Abtreibungsrechte. Wir haben gesehen, was in den USA passiert und das sind 50% der wählenden Bevölkerung. Und wenn wir nicht endlich anfangen, die anzusprechen und zu sagen, ey, das passiert, wenn ihr die AfD wählt, dann habt ihr zunehmend keine Rechte mehr auf einen Zugang zum Thema Abtreibung. Ja? Dann ist das nicht mehr möglich. Dann werden euch da jegliche Rechte genommen und dann gibt es Zustände wie vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren, wo es keinen Zugang mehr zu legalen Abtreibungen gibt. Und das ist ein Thema, da muss drüber geredet werden, weil was bedeutet das übersetzt? Das bedeutet übersetzt, ja, alle Frauen gehen zurück an den Herd und hocken zu Hause mit 8 Kindern und wir kommen zu ganz extrem konservativen Werten zurück. So. Und da bin ich ein Fan von, das echt immer zu artikulieren. Abtreibungsrechte, da sehen wir es am allerdeutlichsten. Willst du noch mal? Ich glaube, ich spende es lieber den Publikumsfragen. Okay, das war die unabgesprochene Überleitung sozusagen. Tatsächlich steht bei mir als nächstes drauf das Thema Fragerunde und Publikumsfragen. Also ich würde es so gestalten, wir sammeln ein bisschen die berühmten 4 Fragen, damit es auch ein bisschen knackig wird. Und dann machen wir noch mal eine Beantwortungsrunde. Mikro ist an? Ach so, ja. Ja, gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, vielen Dank. Also sehr interessant, die Einsichten.
Meine erste Frage ist, die Organe in der EU, das EU-Parlament, es gibt ja das Rat und die Kommission. Also alle sind irgendwie dafür, dass ein bisschen mehr Demokratie, mehr Beteiligung ist. Aber wie stehen Sie halt zu den Organen der EU? Also das EU-Parlament ist in meinen Augen halt nicht so, wie es sein muss, wie es demokratisch sein muss. Also ein Rat und eine Kommission brauche ich nicht, die sind in meinen Augen zu stark und mischen zu viel mit, machen auch zu viel, sage ich mal, Parteipolitik der einen oder anderen. Wie stehen Sie als Partei zu diesen Organen, die eigentlich jetzt nicht mehr demokratisch sind und schon längst hätten abgeschafft werden müssen, um auch den Menschen auch wirklich die Chance zu geben? Wenn ich jetzt wählen gehe jetzt hier, in 2 Wochen, dann möchte ich auch gerne eine Position zu dem Thema, weil das steht auch sehr lange immer auf der Agenda der Parteien, aber es passiert halt sehr wenig. Ja, vielen Dank für die Frage. Da hinten gibt es noch eine zweite. Auch zum gleichen Thema? Vielleicht sammeln wir gerade mal die beiden. Vielleicht nur kurz dazu jetzt mal, für so einen normalen Bürger erscheint natürlich auch die EU irgendwie ein schwierig zu fassendes Gebilde. Ja? Einerseits, und was immer, die EU wurde ja von der Gründungskonstruktion, waren das einige Staaten, die einen gewissen Wertekontext hatten und eine gewisse Vorstellung hatten, was Europa ist. Jetzt gibt es ja eine Scheinblüte. Die EU wächst und wächst und wächst. Ja? Die wird größer und größer und größer. Aber von außen wirkt das eher umgekehrt. Es ist nur eine Scheinblüte, sie wird größer, aber sie zerfällt eigentlich politisch. Ja? Und gibt es eine gewisse Einschätzung etwa mit dem Einstimmigkeitsprinzip? Also gibt es da irgendwie, zum Beispiel von dem Podium da oben, vom Bauchgefühl, wird sich das jemals ändern, dass Europa wieder einen Wertekontext haben kann, wieder mit Mehrheiten entscheiden kann und handlungsfähig wird, oder wird sie immer ohnmächtiger, obwohl sie scheinhaft immer größer und größer wird? Vielen Dank für die Frage. Ich würde das jetzt erstmal bei den beiden lassen, weil sie, glaube ich, auch inhaltlich ganz spannend sich zusammen diskutieren lassen, und würde sozusagen jetzt hier mal in der Mitte die Runde eröffnen mit der nächsten, die dran ist. Ich habe noch gar nicht angefangen. Genau, wir hatten das, glaube ich, gerade schon auch einmal immer in so unterschiedlichen Nebensätzen eingestreut. Natürlich, sind wir, ich kann es nur für mich sagen, ich würde sagen, ich glaube, es ist für alle so, für ein Initiativrecht des Parlaments, also für die Stärkung des Parlaments, dass das Parlament quasi eigene Gesetzesvorschläge zum Beispiel einbringen kann, dass es relativ relevant, finde ich, um eben das Parlament zu stärken. Ich glaube, die Abschwächung ist immer schwierig, Macht wegzunehmen. Ich glaube, es ist einfacher, Macht quasi dazuzugeben, was am Schluss ja auch eine Schwächung der anderen Strukturen bedeutet, aber von der Logik quasi anders funktioniert. Deswegen, glaube ich, sind wir für eine krasse Stärkung dieses Parlaments, auch in der Frage von Mehrheitsentscheidungen. Und die Frage wäre so ein bisschen, kommt das überhaupt? Genau. Wir haben, Anna Lührmann ist ja unsere Europastaatsministerin, aber sie arbeitet jeden Tag daran, dass genau das passiert. Also gerade auch in diesem Konvent von europäischen BürgerInnen kam das ja auch nochmal auf. Ich hatte vorhin erwähnt, dass das EU-Parlament auch nochmal eine Initiative zu der Frage der Reformen gestartet hat. Also es wird quasi von unterschiedlicher Ebene gerade fokussiert, und deswegen würde ich sagen, einfach ist es nicht, aber was ist schon einfach? Und ich glaube schon, dass es möglich werden kann. Ich will aber noch einen zweiten Punkt machen, den Sie so ein bisschen auch angesprochen haben, nämlich die Frage von, die EU wächst und wächst und wächst. Und ich glaube, jetzt bin ich Außenpolitikerin, vor der Krise, dem Krieg, den wir gerade sehen in der Ukraine, aber auch generell der Krisenlage in der Welt, die wir sehen, können wir nur bestehen, wenn wir eine starke EU haben. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass diese Frage von Vetorechten natürlich nicht mehr passieren darf, aber es bedeutet auch, dass wir natürlich versuchen müssen, sei es die Staaten des sogenannten Westbalkans, die Ukraine, mit reinzunehmen. Weil das ist am Schluss unser größtes Gut, wenn wir ein geeintes Europa sind. Das bedeutet übrigens auch in Bezug auf die USA-Wahl, dass wir möglichst verhindern müssen, dass irgendwie, keine Ahnung, Ungarn bilaterale Abkommen mit der USA macht, wenn Trump, also hoffentlich nicht, ja, fingers crossed, genau, Deutschland und so weiter, sondern wir müssen gemeinsam agieren. Und ich glaube, dass es eben dafür extremst relevant ist, dass wir zum Beispiel, und das steht auch bei uns im Wahlprogramm, nochmal Zwischenschritte einbauen in Bezug auf die Frage von
Ich komme gleich zum Schluss. Danke. In Bezug auf die Frage von Beitrittsprozessen, also mehr kleine Zwischenschritte, die transparenter machen und im Notfall eben, wenn wir jetzt Georgien angucken, das auch zurücknehmen zu können. Ich werde schon ganz böse von rechts angeguckt. Manchmal muss man das. Bisher war es ja, glaube ich, ganz locker. Und ich glaube, das ist so ein intensives Thema. Ich kann das total nachvollziehen, da tief einzusteigen. Aber wir müssen mal gucken, dass wir es halbwegs im Rahmen halten. Okay, ich setze dann da an. Ja, danke für die spannende Frage. Ich glaube tatsächlich, wir müssen sehr behutsam daran gehen, wenn wir die Rechte gerade im Europäischen Parlament stärken wollen. Also wenn wir dafür sorgen wollen, dass das EP wieder mehr den Hut auf hat, sozusagen, und weg von der Nationalstaatlichkeit wegkommen wollen. Wir sehen, wie gerade die Stimmung zum Beispiel in Deutschland ist. Wir sehen, wie die Stimmung in Österreich ist und all das. Ich kann jetzt ganz lange weitermachen bei dieser ellenlosen Aufzählung. Leider, weil das ist möglich, bestimmt, aber wir sollten wirklich dafür sorgen, das behutsam einzuspeisen und dann dafür zu sorgen, dass die EU gestärkt wird, weil ja, das ist total super, wenn wir da viel Kompetenz haben und viel Richtlinienmöglichkeiten, Gesetze zu beschließen. Und jetzt ist mir ein Punkt entfallen. Ich würde einfach nochmal weitergeben und dann nochmal einsetzen, wenn ich darf. Ja, jetzt kommen wir zu richtig spannenden Themen, also Organpolitik, das finde ich ja durchaus spannend. Also einmal natürlich das Initiativrecht, ein zweiter Punkt, den das Parlament ganz dringend braucht, ist auch eine Budgethoheit. Das ist ja eigentlich ein absolutes Kernstück von allen Parlamenten. Ich glaube, sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig und haben das Programm stehen. Zu den anderen Organen dabei, da glaube ich, brauchen wir auch durchaus Reformen. Also der Europäische Rat, das ist ja im Prinzip irgendwie so ein Mischmasch aus Regierungen treffen sich und Bundesrat und irgendwie sowas. Glaube ich, das brauchen wir halt tatsächlich eine Weiterentwicklung, dass dort tatsächlich die europäischen Länder auch demokratisch als Länder dort ein Gegengewicht haben gegen sozusagen etwas, wo natürlich dann die politischen Parteien und damit auch insgesamt wir, glaube ich, dahin kommen sollten, dass da auch politische Debatten geführt werden sollen, nicht bloß so sehr aus nationalstaatlichen Rahmen, das debattiert werden sollte, weil das, glaube ich, ist auch eine wichtige Weiterentwicklung im Parlament, wenn das passiert, in die Richtung. Dort ist als demokratische zweite Kammer quasi weiterentwickelt wird und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass wir die Kommission auch zu einer Art politische Regierung weiterentwickeln, weil im Moment ist ja so, jedes Land darf einen Kommissar hinschicken, so, und dann gibt es das Proporzprinzip so, aber ich finde es total wichtig, wenn wir dann am Ende irgendwie eine Mittel-Links-Mehrheit vielleicht mal haben, dass wir dann auch eine Mittel-Links-politische Regierung haben. Man darf noch träumen, das sieht leider ganz anders aus im Moment. Eine politische Regierung haben, die jetzt dann halt tatsächlich auch vom Parlament und Vertrauen des Parlaments abhängig ist und die Politik dann vorantreibt und nicht so sehr über jeder darf mal irgendwie ein Fantasieministerium sich ausdenken, weil wir 27 Länder haben, brauchen wir dann irgendwie völlig absurde Titel, damit alle was bekommen. So. Aber trotzdem müssen wir uns vom Hintergrund natürlich sagen, also diese Frage von Einstimmigkeitsprinzip hat natürlich auch einen ganz realen Hintergrund. Ich kann absolut verstehen, dass jetzt kleine Länder sagen, okay, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie von Deutschland dominiert werden, sondern wir brauchen natürlich Mechanismen, die dafür sorgen, dass es nicht eine Dominanz von den großen europäischen Ländern gibt und dann die kleinen Länder dann die ganze Zeit irgendwie überstimmt werden und dann Europa auseinanderdriftet. Und zur Frage vom Auseinanderdriften, glaube ich, ist nicht nur eine institutionelle Frage, sondern ganz krass auch eine soziale und auch eine finanzpolitische Frage. Weil so dieser Auseinanderdividierungsprozess in Europa begann ja gerade mit der Euro-Krise, mit der Austeritätspolitik, wo irgendwie das Vertrauen darin, dass die Europäische Union ein fortentwickelndes Projekt ist, was auch irgendwie Fortschritt bringt, auch ganz realen Fortschritt ja gebracht hat in den Ländern mit den Infrastrukturprojekten, auch einfach ein Stück weit gestorben ist, weil Leute gesehen haben, okay, es bringt halt auch Verarmung und das ist sozusagen, glaube ich, die Ursünde der europäischen Desintegration, der Austeritätspolitik und deswegen müssen wir ganz dringend daraus lernen und die sozialen Union weiterentwickeln. Ja, vielen Dank. Okay, dass ich letztgenannten Punkt so nicht zustimme, ich glaube, das ist offensichtlich, da muss ich jetzt nicht noch mal was zu sagen. Ja. Aber bei ganz, ganz vielen Punkten, glaube ich, sind wir total einer Meinung. Ja. Also was das Parlament und die Rechte des Parlaments angeht, was die Weiterentwicklung der Kommission und des Rats angeht. Und ich meine, schauen wir in die USA, da kann man auch drüber denken, was man will, aber immerhin, die haben auch einen Senat und da hat halt jeder Bundesstaat zwei Stimmen drin, egal wie groß er ist. Ja. Also insofern kann man sich da ja auch durchaus mal Anleihen in anderen Systemen nehmen. Aber die Frage ist ja, wie kommen wir da hin? Ne? Also ich meine, fordern können wir viel. Und ich glaube, wir hier und vielleicht sogar wir Deutschen sind eher europäisch unterwegs, was die Aufgabe von Souveränitätsrechten und sowas angeht, als manch anderes Land. Also ich habe eine deutsch-französische Firma, ich rede viel mit Franzosen drüber, deren Vision von Europa, zumindest der Leute, die ich kenne, ist teilweise anders. Aber ich habe eine riesen Hoffnung, und das ist die junge Generation.
Nämlich jene Leute, zu denen zum Beispiel meine Kinder zählen, die quasi als Europäer aufwachsen und nicht mehr als Deutsche oder als Franzosen, sondern eben vornehmlich als Europäer. Und ich hoffe, dass die es schaffen, sozusagen auch von unten, nicht nur von oben durch die Krisen, sondern auch von unten eine Stärkung der EU hinzubekommen. Ja, Hoffnung. Also ich habe eine große Angst. Ich habe 3 Kinder und habe 2 Enkel und ich habe eine große Angst, und das ist unsere Generation, dass wir das Ding an die Wand fahren. Weil es ist nicht eine Frage, es ist nicht irgendeine große Frage, spannende Frage, es ist die Frage, wie gehen wir vor? Es ist auch nicht die Frage, ob wir das tun, ob das geht und wann wir das tun, sondern tun wir es oder tun wir es nicht. Weil es wird einfach so sein, wenn wir unseren Act nicht zusammenkriegen und wenn wir nicht als Europa zusammenarbeiten, dann werden wir gemeinsam getrennt untergehen. Schauen wir doch mal den Fakten ins Gesicht. Wir haben China einen riesengroßen Wirtschaftsraum, wir haben Indien einen riesengroßen, weiter wachsenden Wirtschaftsraum, wir haben die USA, wir haben Russland. Europa war eine Ansammlung von Staaten, die wirtschaftlich extrem mächtig waren. Die wirtschaftliche Macht bröselt schon allein durch die Größe. Und wir werden irgendwann verkommen zu einem willkommenen Markt für chinesische und indische Firmen. Das wird es einfach sein und politische Macht ist dann keine mehr da. Entweder wir schaffen es wirklich, aus Europa einen föderalen Bundesstaat zu machen, mit einer gemeinsamen Regierung, mit gemeinsamen gewählten Vertretern, mit Vertretern, die gemeinsam aus den verschiedenen Nationalstaaten gewählt werden, dann bitteschön halt eben auch über gemeinsame Listen, weil dass das mit einer Merkel und einem Orban nicht funktionieren konnte, war irgendwann klar. Ja, und das wird auch in Zukunft mit einer von der Leyen und einer Meloni nicht funktionieren. Orban soll jetzt am 1. Juli den Vorsitz übernehmen. Bitteschön, wo soll das denn hinführen? Es geht nicht darum, ob wir vielleicht irgendwie an irgendeiner Stelle es schaffen, irgendwie dann doch einen Artikel 7 irgendwie zu machen. Nein, das Einstimmigkeitsprinzip muss weg. Wir benötigen eine gemeinsame europäische Steuerpolitik. Sonst werden wir immer einzelne Steueroasen in Europa haben, wo dann halt irgendeine Firma hin auswandert oder ausweicht, um Steueroptimierung zu betreiben. Und ich fand es eigentlich ziemlich entsetzlich und ziemlich skandalös, dass die Vorschläge für eine Mindestbesteuerung ausgerechnet aus den USA kommen mussten. Also ja, entweder wir kriegen es hin oder wir haben gemeinsam Pech. Gut. Olaf Scholz hat sich damals, sorry, ich nehme das für die SPD, aber Olaf Scholz hat sich damals extremst für die Mindestbesteuerung eingesetzt. Also das war schon auch deutsche Initiative, die da rauskam und nicht die der USA. Und übrigens sind es jetzt die G20 und Brasilien, die sich für eine globale Milliardärsteuer einsetzen. Genau. Und ja. Ja. Ich würde vielleicht gleich die Möglichkeit noch geben, also ich habe mitbekommen, wir haben, glaube ich, auch Online-Fragen. Ich würde jetzt noch mal eine Online-Frage dazu nehmen und dann aber auch selbst noch mal sozusagen eine Abschlussfrage anschließen. Entsprechend gebe ich jetzt mal hier rüber an den Online-Stream. Was ist denn so die spannende Frage oder eine der spannenden Fragen aus dem Online-Chat? Also ich hätte eine ganze Reihe. Soll es bei einer bleiben? Ansonsten, ich hätte auch eine Auswahl aus 3 oder 4. Kannst du vielleicht einen Themenkomplex identifizieren? Sehr unterschiedlich. Also tatsächlich zur Umweltpolitik, aber auch zur europäischer Innen- und Außenpolitik. Gibt es Fragen? Ich höre hier außen. Ja. Also eine Frage ist tatsächlich, die finde ich auch recht interessant und spannend. Kann es eine langfristige Bleibeperspektive für Jesidinnen und Jesiden in einem europäischen Rahmen, kann es in einem europäischen Rahmen sichergestellt werden? Danke. Magst du vielleicht noch die eine ökologische dazu packen? Ja, einen Augenblick. Da ist sie. Als Erstwähler frage ich mich, wie eine größere Verpflichtung zur Erreichung der Klimaziele umgesetzt werden kann. Die meisten Politikerinnen werden die schweren Klimawandelfolgen nicht mehr erleben. Wow, das sind natürlich jetzt nochmal 2 Hammerfragen für so eine Abschlussrunde. Ich schließe jetzt mal eine dritte Hammerfrage noch an, weil es ist ja, wir haben ja die 4 Fragen, die in 2 Minuten gehen. Ich hatte mir nämlich eigentlich überlegt, nochmal zu fragen, was nehmt ihr eigentlich von hier mit in den Rest des Wahlkampfs? Ich glaube aber, die Frage ist vielleicht ein bisschen verkehrt rum gestellt. Ich würde eher mal fragen, sagt doch nochmal zum Abschluss in einem Satz, was gebt ihr denn den Leuten online und den Leuten hier mit für die Europawahl? Es kann, ich würde sagen, dieses Mal, wer zuerst kommt, mal zuerst.
Ja, okay, es reißt sich niemand darum. Also zum Thema Klima. Also ich bin damals in die Politik gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Generation, die da gerade an der Macht ist, irgendwie nicht so richtig mit den Konsequenzen leben muss von dem, was sie da eigentlich gerade alles in den Sand setzen. Und ich würde sagen, dass genau einiges passiert ist, anderes auch noch nicht, noch viel zu tun ist. Ich habe es vorhin ja schon ganz kurz angedeutet. Was, glaube ich, für die nächste Wahl extremst relevant wird, ist die Frage des Green Deals, also die tatsächliche Umsetzung. Aber wir haben noch gar nicht über das Thema Soziales oder nicht viel darüber geredet, was, glaube ich, auch extremst relevant ist, dass wir es eben schaffen, dass die Frage des Green Deals, also die Erreichung der Klimaziele, der Umbau der Industrie, der Umbau der Wirtschaft nicht nur möglichst schnell vorangeht, sondern dass er eben auch sozial gerecht vorangeht. Und es gibt einen EU-Klimasozialfonds, der das quasi schon in Ansätzen umsetzen will, um zu gucken, dass eben nicht die Menschen, und das ist ja häufig so, die Menschen, die am krassesten von der Klimakrise betroffen sind, am wenigsten dazu beigetragen haben, sowohl international als auch national, der irgendwie probiert, diese Abfederung hinzubekommen. Und das zum Beispiel wollen wir konkret noch mal viel weiter ausweiten, damit eben es nicht heißt Klima oder Soziales, sondern es gemeinsam am Schluss Klima und Soziales ist. Zu der Frage der Jesidinnen. Genau, wir kämpfen dafür auf bundespolitischer Ebene immer wieder, dass Jesiden nicht abgeschoben werden können oder nicht abgeschoben werden. Das hat viel auch mit dem Innenministerium zu tun, wo das manchmal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, um ehrlich zu sein. Aber genau, das heißt, wir kämpfen da jetzt erstmal auf nationaler Ebene drauf und dann können wir das natürlich auch probieren, auf europäischer Ebene umzusetzen. Ehrlich gesagt brauchen wir, aber darüber haben wir gar nicht geredet, deswegen dachte ich Außenpolitik, müssen wir, glaube ich, auch, wenn wir diese ganzen Krisen, die wir haben, sei es die Klimakrise, sei es aber auch die Frage von Krieg, Krisen, Flucht und Vertreibung, brauchen wir am Schluss europäische Lösungen. Und dafür brauchen wir beispielsweise auch einen EU-Außenminister und einen gesamten Apparat dahinter, was die Frage von Botschaften, Botschaftspersonal und Co. angeht. Das muss zum Beispiel viel mehr ausgearbeitet werden. Ja, zum Thema JesidInnen, das unterschreibe ich genau so. Ich glaube, es ist ganz wichtig, vor allen Dingen bei linken Parteien nochmal deutlich zu machen, wieso nanntet ihr euch eigentlich mal linke Parteien? Ja, also was mit den JesidInnen passiert, da muss man hingucken und dann muss man darüber reden. Dann muss man das immer wieder auf die TO bringen und dann muss man das auch einer Innenministerin, Nancy Faeser, sagen. Liebe Nancy Faeser, schau dir die Thematik nochmal an, wir sollten da nochmal drüber reden. Das gilt aber auch für ganz viele andere Staaten. Man muss immer wieder kontinuierlich sich vor Augen halten, was passiert gerade in den Staaten, wenn wir über das Thema Abschiebungen sprechen. Ja, ich bin ein ganz großer Fan davon und meine Partei ist ein ganz großer Fan davon. Wir müssen die Situation vor Ort auch immer wieder neu bewerten. Ja, also den Ist-Status zu überprüfen. Wie ist das da gerade vor Ort? Schauen wir da noch mal hin, wir gucken uns das noch mal alles an. Ja, und ansonsten würde ich ganz gerne noch mal ein letztes Statement loswerden. Ja, wir haben ganz viel über rechts gesprochen. Jetzt liegt es an euch, ihr habt noch 2 Wochen Zeit, die Runden zu drehen und darüber zu sprechen, was Europa bedeutet. Und das wurde heute noch gar nicht gesagt, deswegen mache ich es mir mal zu eigen. Denkt doch noch mal darüber nach, wie geil eigentlich Europa ist, wie geil dieses Europäische Parlament ist, was es da für tolle Initiativen gibt. Also ich hatte selber die Chance, an Erasmus teilzunehmen und auch an Erasmus+. Das eine macht man während seiner Berufsausbildung und das andere macht man während seines Studiums. Und das sind so simple Beispiele, die aber total super sind, weil so kann man es am allereinfachsten sagen. Das ist total wichtig. Wir sind ganz große Fans davon, dass jede mal im Ausland gewesen sein sollte, sei es für die Berufsausbildung, fürs Studium oder aber auch zum Arbeiten, weil das macht nämlich hier oben ganz viel, nämlich ganz viel Weitsicht. Ja. Dann weiß ich nämlich, dass die Spanier alle gar nicht so locker drauf sind oder die Menschen aus den nordischen Ländern alle gar nicht so verklemmt sind. Ja. Und das bringt mich persönlich total viel weiter und damit sollten wir einfach noch mal ein bisschen hausieren gehen und ich glaube, dann können wir ganz gut durchstarten in 2 Wochen bei der Europawahl.
Ja, zur ersten Frage zur Jesiden ganz kurz und klar. So, wer vor Völkermord flieht, muss auf jeden Fall Schutz finden, klipp und klar. Zum Klimawandel, den müssen wir bekämpfen und wir müssen es auch schaffen, einmal mit klarer Ordnungspolitik auch dagegen zu arbeiten, weil rein mit Finanzpolitik wird es am Ende nicht gehen, weil wenn wir sagen, okay, es wird ein bisschen teurer, ein Privatjet zu fliegen mit dem CO2-Preis, wird ein bisschen teurer, jetzt die riesen SUVs mit einem Verbrennermotor zu fahren, werden die Leute, die es leisten können, es immer noch machen können. Wir haben wenig gewonnen, sondern wir brauchen auch eine klare Ordnungspolitik, die dafür sorgt, dass eben keine Privatjetflüge nach Sylt, um dort Nazi-Parolen zu grölen, möglich sind und die auch dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall auch eine Wende in der Verkehrspolitik haben, nicht nur eine Antriebswende ist, sondern auch eine richtige Verkehrswende ist, die es attraktiv macht, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Fahrrad zu fahren und nicht Todesangst auslöst, wenn man da von SUVs überfahren werden kann. Und wir müssen es vor allem auch schaffen, den Klimawandel sozial zu gestalten, weil wir haben ja irgendwie gerade diese total absurde Situation, dass die Menschen dann Angst haben, draufzuzahlen, und es auch durchaus völlig zu Recht haben, Angst haben, draufzuzahlen, die am wenigsten dafür können. Da war die ganze Frage um die Wärmepumpen total symptomatisch dafür. Also Wärmepumpen sind total richtig und total super Sache und deswegen finde ich es auch richtig, dass es angegangen worden ist. Aber die Frage von, wird es dann am Ende möglich, das über die Nebenkosten auf die Miete mit aufzulegen und damit dann nochmal einen Reibach zu machen, da haben wir ein ganz großes Problem. Da brauchen wir halt Modelle, wo dafür gesorgt wird, dass eben nicht dann mit aufgesetzt wird, sondern eben auch die Menschen, die wenig Geld haben, sich nicht entscheiden können, weil sie ein Haus besitzen, eine Wärmepumpe mit Fördermitteln zu haben, dann eben davon auch profitieren und dann langfristig eben die Kosten wirklich dafür sinken. Das ist nur ein ganz konkretes Beispiel dafür und das lässt sich, glaube ich, in allen Punkten durchexerzieren, dass wir schauen müssen, dass Klimawandel sozial bekämpft wird, dass wir ein Klimageld bekommen, dass auch wirklich man merkt in der Tasche, dass es sich lohnt, den Klimawandel zu bekämpfen und nicht von rechten Angstmachern als populistisches Thema missbraucht werden kann. Und in dem Sinn würde ich auch mitgeben, so wählt demokratisch und wählt nach euren Interessen und nicht gegen eure Interessen. So, jetzt habe ich das Problem von dir eben. Ich könnte jetzt eine ganze Menge Dinge wiederholen und das spare ich mir jetzt, weil ich kann unheimlich vielen Dingen zustimmen. Nicht allem, aber unheimlich vielen Dingen zustimmen. Ich würde aber mindestens mal eine Sache ergänzen wollen. Wir haben ja eben schon mal festgestellt, wir sind nicht allein auf der Welt. Und was immer wir hier in Europa tun und was wir so für uns tun, passiert ja nicht im luftleeren Raum. Ne? Wir haben Handelsbeziehungen, gerade wir Deutschen haben sehr intensive Handelsbeziehungen. Und was ich total klasse fände, wäre, wenn wir es schaffen würden, ein Modell zu finden, das beweist, dass Klimaschutz wirtschaftlich auch im internationalen Umfeld gut funktioniert, weil dann würden es auch die anderen übernehmen. Ja? Und das kann eben nicht nur heißen, dass wir immer nur Geld sozusagen darüber ausgeben. Und auch bei den Wärmepumpen bin ich dabei. Ne? Aber es ist schon mal gut, dass man guckt, wie hoch sind denn die Produktionskapazitäten für Wärmepumpen überhaupt, bevor ich anfange, sowas verpflichtend zu machen. Also nochmal, bitte? Es ist doch gar nicht verpflichtend. Ich sage nicht, dass es jetzt verpflichtend ist, aber es gab ja mal die Idee, das zu machen. Ja. Ne? Das hat man ja dann zurückgezogen. Auch aus anderen Gründen, aber nichtsdestotrotz, wir haben uns mal den Spaß gemacht, weil wir auch in der Bauindustrie unterwegs sind, mal zu gucken, wie hoch die Produktionskapazitäten sind und ob man das wirklich hätte umsetzen können, sozusagen zwangsweise. Und es wäre extrem schwierig geworden. Und ich rede nicht von europäischen Kapazitäten, weil die hätten so und so nicht gereicht. Also, wir müssen dafür sorgen, dass der Weg zu einer CO2-neutralen Wirtschaft eben auch so funktioniert, dass die Wirtschaft dabei erfolgreich bleibt, denn die erwirtschaftet das Geld, was wir brauchen für den Umbau und die erwirtschaftet auch den Wohlstand, den wir haben. Was die Wahl angeht, da schließe ich mich gerne an. Ja? Erstens mal wählen, in jedem Fall. So eine super kleine Wahlbeteiligung stärkt nur eins, nämlich die rechten Ränder. Bitte wählen gehen und bitte nicht die AfD. Ja, Jesidinnen, ja, also ganz kurze, einfache Antwort, ja, wir müssen da Wege finden, Punkt. Klimawandel. Wir sind im Moment gerade so in einer Welt mit einer ganzen Reihe riesengroßer Krisen. Wir haben den Ukraine-Krieg direkt vor der Haustür und noch viele andere Dinge passieren. Der Klimawandel ist das große Problem, das wir haben. Und ja, ich kann das sehr gut verstehen, wenn jüngere Leute sagen, ihr macht da riesengroßen Blödsinn, weil ihr werdet es nicht erleben. Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe zum Glück 2 Enkelinnen und ich denke dann auch an die und sage, ja, auch die nächste und übernächste Generation hätte ich gerne, dass sie hier vernünftig leben kann. Und das ist das große Problem, das wir angehen müssen. Und selbst wenn man monetär denkt, die Kosten, die da auf uns zurollen werden, durch die Veränderungen, die wir haben, werden so immens sein, da wird alles, was wir heute tun, im Grunde genommen lächerlich dagegen erscheinen. Insofern ist es überhaupt keine Frage.
Was ich euch gerne mitgeben würde, ja, traut euch. Wir haben mit Europa eine riesengroße Chance. Wir sind als Europa gerade wenn man mal auf einem anderen Kontinent gelebt hat, sieht man, wir sind ein viel homogenerer Kontinent, als wir uns gemeinhin immer selber eingestehen. Wir haben heute noch wirtschaftlich unglaubliche Möglichkeiten. Wir haben auch politisch noch unglaubliche Möglichkeiten. Wir können eine führende Rolle in der Welt übernehmen, die auch in richtige Richtungen führt. Und das müssen wir halt auch tun. Und dazu müssen wir auch bereit sein, breite Schritte zu gehen und starke Schritte zu gehen und nicht im Kleinen festzuhängen und nochmal 20 Jahre darüber nachzudenken, ob wir jetzt dem Europaparlament das Initiativrecht geben oder nicht. Wir müssen Europa schneller entwickeln. Und das könnt ihr bei der Wahl mitentscheiden. Danke. Gut, vielen, vielen Dank für die ganzen Diskussionen und Statements. Ihr habt es mir tatsächlich relativ leicht gemacht. Ich glaube, ich musste ja nie irgendwann mal größer eingreifen. Ich fand es total spannend und ich finde es total wichtig, dass wir solche Podiumsdiskussionen durchführen. Ich glaube, wir haben alle ein gutes Bild davon bekommen, dass unsere Gesellschaften zu haben, wie das so ist. Ich darf mich deshalb bei euch bedanken, dass ihr heute teilgenommen habt, und ich darf mich bei den Leuten am Stream bedanken und bei den Leuten hier im Saal. Aber bevor wir ganz fertig sind, darf ich nochmal an die Veranstalterin übergeben. Genau, auch ich möchte mich nochmal bedanken. Ich möchte zuerst an alle, die zuschauen hier im Saal und online, mich bedanken, dass ihr und sie euch die Zeit genommen habt und euch dem Thema widmet, und möchte mich dem Aufruf, der hier auch vom Podium schon kam, anschließen. Demokratie ist wichtig, Demokratie lebt von den Menschen, Demokratie lebt von uns, und Wählen ist ein ganz wichtiger Aspekt davon. Nicht der einzige, aber jetzt steht die Wahl an, deswegen wählen gehen, demokratisch wählen. Jetzt zum Podium. Vielen Dank auch Ihnen und euch, dass ihr hier wart und die Zeit aufgebracht habt. Wir haben noch eine Kleinigkeit. Ich gebe einfach mal das so in die Runde. Es fehlen noch 2. Ja, gerne. Genau, da ist eine Kleinigkeit drin, die Ihnen vielleicht noch ein bisschen Energie gibt für die nächsten 2 Wochen und auch Energie für die Zeit danach, die politische Arbeit. Vielen Dank, und an alle, die hier sind, kommen Sie gut nach Hause, und an alle im Stream. Schönen Abend noch. Ich glaube, da hinten steht schon Kaffee, wer noch möchte, wer noch einen langen Heimweg hat.